Start the button, smash. Riese Mike schreibt Bier 3, 2, 1, Bier. Oh, los, jetzt mit Franzose aus. Jetzt warten wir erst einmal ganz einen gemütlichen. Ich muss erst mal in mich gehen und muss realisieren. Warte mal, jetzt sehe ich mich selber, das ist nix. Ja, auf das warten wir mal, auf den Timmy Boy warten wir. Heute war ich schnell, aber du. Timmy Boy, Kuss auf die Nuss, kriegst du dir daheim. Gut, geil, merci dir. Und überhaupt und sowieso. Ich muss erst mal in mich gehen, das ist der vorletzte KCD-Stream heute. Das ist fast schon wieder ein wenig ungewohnt. Ich bin fast ein wenig lästig, wenn ich drüber nachdenken muss. Spielen wir noch wieder was anderes. Kennst du die Lehre, wenn der Spiel fertig wird und so? Bin ich gespannt, wie die am Montag kickt, sagt er. Hobby! Evans Birger, Freitag, 20 Uhr. Wo ist der Saufen? Wir gehen steil in Richtung Ende. Bin ich gespannt. Das müssen wir uns heute wahrscheinlich erst einmal durch die Franzosen durchsterben, weil ich oben in der Kasperl-Unterhosen umeinander renne und mich wahrscheinlich wieder nicht umziehen kann, wenn wir jetzt das Spiel starten. Aber das regelt der Zukunftsbürger in 10 Minuten. So, jetzt kriegst du mal in den Saufen hinein. Habe die Ehre an die IK. Ich glaube, ich frage sie jetzt mal wieder. Ist mir wurscht. An das IK, an den Patrick, an den Flo, an das Göckerl, an den Ready Flo, an den Herrn Merkel, an den Pascal, an den Sebi, an den Mr. GP, an den Dominik, an den Meister, an den Bertmann, an den Schuster, an den Unkrautbahn, jetzt mal nicht mehr. Aber der Unkrautbahner weiß ich, der ist auch schon sehr lange dabei. Heilige Scheiße. Die Ehre an alle anderen Franzosenhasser. Ist jetzt nicht so, dass ich Franzosen hasse, aber im Mittelalter schon. Da ist es okay. Sonst heißt es gleich wieder Birger, du Oberrassist. Simon! Merci für 53 Monate. Zuerst Birger, endlich mal wieder live dabei. Zeit ist zwei, du hast wieder! Hast wieder saufen umeinander huren, sag's was ist. Merci dir. So, da sind wir wieder, weiter geht's. Weifin habe die Ersen. Der soll's gleich schreiben. Birgen, du hattest dich schon umgezogen in dem dunklen Gang. Hab ich? Dabei, man ist es sicher. Ich glaube, ich renne nur in der Kasperl-Uniform umeinander. Ich weiß das, werden wir gleich sehen. Der Löwensepp ist auch dabei, grüß Gott beieinander, der Unkrautbahn. Ganz ehrlich, seit mir ein Kollege damals das Leberkäse-Video im Dienst am Handy gezeigt hat. Das ist Zeit her. Das kann. Oh, das jährt sich bald auf 8 Jahre. Ich glaube, irgendwann Anfang Mai. Muss ich noch mal schauen dann. Dann machen wir sowieso wie jedes Jahr einen Stream und schauen wir die ganze alte Scheiße an und schmerzen wir, was war und was ist ein guter alter Blödschmerz. Herr Roy! Merci für 29 Monate. Der Mahlzeit zurück. Flo, merci für deine 5,05 €. Let's play Lemminge! Ich muss mir merken, du bist bei 5,05 €. Das, wenn wir jetzt noch 8 Monate so durchziehen, dann bist du irgendwann bei 6,35 € und ich bin reich und kann mich absetzen. Passt. Flo, merci dir. Was haben wir da? Der Ego schreibt. Das ist der Arschloch. Oder Frau Ika! Für dich, Daddy. Ich zahle dich. Wie oft noch? Der Ika. Das wirst du mir noch 68.000 Mal sagen müssen, fürchte ich. Ich sag das Ika ab jetzt. Freier! Hundsfranzosen vor Zacke! Das muss ich retriggern. Franzosen vor Sakra. Ich retrigger's trotzdem, weil es so schön war. Verzeihung. Freier, merci dir, das ist zu viel, aber wem erzähle ich das? Die Story erzähle ich am 28. Mal am Abend. Seo Sepp, merci für 14 Monate. Servus Birger, Chris aus Minge. Weiter so. Wo Hans? Was der Hans? Wo Hans? Der Hans ist da. So habe ich kurz einen Schlaganfall gekriegt, weil ich meine, ich habe schon wieder 25 € reingeschissen. Schluss damit. Freier, ich weiß, es ist kaputt. Es ist kaputt. Ich glaube, es liegt an dem Center-Intro. Ich weiß auch nicht, was der Center-Intro soll. Freier, danke dir. Sabrina! Servus Bier, Chris aus der Spätschicht. Ich habe nur 2 Stunden vor mir. Aber es geht. Es kann der sexy sein. Servus Birger. Servus. Grias aus der Spätschicht. Hob nur 2 Stand vor mir. Schöne Grias an den Nochschausquell. Das machen wir. Sabrina, Kuss auf die Nuss. Immer schön das Handy verstecken, wo du zuschaust, damit der Chef nicht sagt, die 2 Stunden, die kriegen wir schon um. Timmy Boy! Lemminge wo? ich bin am Frau bearbeiten. Kriegen wir schon im Laufe der Zeit. Irgendwann kriege ich schon jetzt. Wenn ich es mit 3,5 abfülle und dann einfach her sitze und sage, oh, ich muss weg. Löwensepp! Habe die Ehre Birger, es fucking schöner KCD 2 Stream aus dem bämischen Königreich. Ackerbräuschloss, Hellos, der Schmicker, Hashtag Lemminge! Ich sehe, ich merke schon, alle schreien nach die Lemminge. Rex und Eis, mir ist wie 46 Monate, servus miteinander. So, jetzt pass mir auf, der Ego schreibt was, da kann ich vielleicht mal wieder... Nein, jetzt da. Frage, würdest du die Valve Index empfehlen oder würdest du hier eine andere VR-Brille empfehlen? Mr. Ego, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob du der Ego bist, den ich ja, sagen wir mal, ein bisschen öfter geschrieben habe miteinander. Mr. Roy! Was soll denn das jetzt sein? Und am... Nein, kann ich ja nicht. Heute aus. Na, Moment einmal, was? Bisher Geld gibst du da aus?
Na! Also ja, aber na! Gut, Schluss jetzt! Kuss auf die Nuss, merci dir! Und per Superchat schon gleich 5 nicht! Der Free Frankie! bist genau wie der Schmidtbauer Main A Gauda. Herr Baumgartner, merci für den 5. Kuss auf die Nuss. Ja, aber der Schmidbauer Mann, das ist der Beste. Das... Kacke ab, du. Knädelwutzler, merci für den Zwiebel, okay, für Lemminge. Da habe ich gerade, warum habe ich da das Aragorn-Meme im Kopf, wo er sich so umdreht so und sagt für Frodo und stürmt dann in den Tod? Ja, weiß nicht. Ja, Schluss! Jetzt chillt's mal wieder, es ist Freitag, Ruhe jetzt. Kruzifix, ich möchte eine Frage beantworten! Himmelssacker! Wie zu mir? Frankus, der grüne Feriensmox, ja, mit deinem scheiß Lateinträg, hau ab! Was hast du da geschrieben? Gacki-Wurst und Biesenstrahl heißt das wahrscheinlich. Franz, merci dir. So, jetzt passt so was. Jetzt chillt mal die Kniescheibe. Ich bin mittlerweile generell so, dass ich VR-Brillen generell nicht empfehle, weil das ist nicht mehr wie ein netter Spaß für 10 Minuten. Kein Gamer auf diesem Planeten hat Bock bei Spielen umeinander zu hauen und umeinander zu fuchteln. Das ist ganz witzig, das mal auszuprobieren, aber ich hab das Ding, wann habe ich das gekauft? 2018, da oben steht es in der Schachtel drin. Wann habe ich das letzte Mal aufgehört? Ich glaube, vor einem Jahr haben wir kurz einmal den Rappel gekriegt. Da haben wir, was haben wir da gespielt? Da haben wir überlegt, da haben wir Alex, glaube ich, weitergespielt oder fertig gespielt. Und dieses Arizona Sunshine 2 mit dem Hund. Das hat genau ein, zwei Mal Spaß gemacht und dann habe ich mir gedacht, Alter, ich bin zu alt, zu fett und zu langsam. Ich mag da sitzen und Maus am anschauen und nicht. Ich weiß nicht. Natürlich ist es eine nette Spielerei. Das Teil brauchen wir nicht schmerzen. Das Teil ist mittlerweile 7 Jahre alt. Also es gibt mit Sicherheit bessere VR-Brillen, die weniger kosten und mehr erkennen. Ich habe nie eine andere ausprobiert. Kann ich dir keinen Tipp dazu geben. Außer den generellen überlegt er das sehr gut, ob du da investieren möchtest. Ich bereue es im Nachhinein. Sagst du, das waren 1000 Euro aus dem Fenster geworfen. Natürlich haben wir ein paar geile Streams gehabt, um Gottes Willen. Half-Life Alyx ist ein brutal gutes Spiel, das ist aber auch schon das Einzige. Das ist wirklich das Einzige, wo ich sagen kann, das war ein richtig gutes Spiel. Und ansonsten kämen da einfach auch keine anständigen Spiele raus. Weil der Markt einfach zu klar ist. Kein Schwanz hat so ein Ding daheim. Wenn ich Spieleentwickler war, käme ich auch nicht auf die Idee, wow, leck, jetzt buttern wir 200 Millionen in ein VR-Spiel. Das dann gefühlt 2% der Gamerschaft überhaupt spielen können. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das hilft dir irgendwie weiter. Wenn's geht, wurscht ist. Und wenn du denkst, du hast Bock, das Ding auszuprobieren. Es gibt ja so Dienste, wo man so Sachen ausleihen kann. Ja, da kann man sich zum Beispiel eine PlayStation 5 ausleihen. Für einen Monat oder so. Und das kostet einen Bruchteil von dem, was es kostet. Dann da ich das einmal. Dann probierst du es aus, wenn es dir taugt. Und wenn es dir nicht taugt, tschüss damit. Und dann kannst du immer noch überlegen, ob die VR-Geschichte wirklich für die was ist. So, dass ich mache, glaube ich. So hätte ich es auch machen. Ja, gut für den Stream. Das Ding ist für den Stream gekauft worden. Da war das ganz was anderes 2018. Und vielleicht kommt da irgendwann einmal irgendwas, wo wir es wieder rauskriegen. Aber so richtig zahn tut es mir nicht. Was auch noch ein richtig gutes Spiel war, das haben wir zwar nicht ansatzweise fertig gespielt, aber das, glaube ich, wage ich zu erkennen, auch wenn ich es nicht recht lang gespielt habe. Das war das The Walking Dead Spiel. Das, glaube ich, ist auch ganz geil. Aber ansonsten wisst ihr die nicht. Gibt mit Sicherheit noch 2, 3 andere Titel, die auch so umfangreich und auf dem Production-Level von Alex sind oder von The Walking Dead. Aber da ich es nicht weiß, merkst du vielleicht selber, wie sehr das mich interessiert. Sollte man nicht, Moss, stimmt. Eine Sache bin ich der Fox, nicht dem Foxy, sondern seiner Frau, am Wölfchen, noch schuldig. Wir müssen irgendwann Moss spielen. Irgendwann müssen wir es tun. Das ist auch kein so, da musst du nicht ausflippen, das glaube ich kann ich sogar im Sitzen spielen. Da hast du einen kleinen Mausbegleiter und der macht halt dann Sachen und so. Das schirmen wir schon sehr lang. Das schirmen wir schon wirklich extrem lang umeinander. Es wird dann jetzt sowieso, die Lehre ist unfassbar. Am Montag sind wir mit KCD 2 fertig und dann stehe ich da. Commandos ist verschoben worden. Killing Floor 3 ist verschoben worden. Assassin's Creed Shadows wird mit sich, das kommt nächste Woche, glaube ich, außer. Wird wahrscheinlich ein Totalausfall, das werden wir nicht oft spielen, aber einmal mindestens. Und dann dauert es wieder bis Mitte Mai, irgendwann bis Doom kommt und so weiter. Wir müssen uns was einfallen lassen. Vielleicht ist Moss gar keine so eine schlechte Geschichte.
So bevor es draußen heiß wird. Weil im Sommer setzt ihr das Teil ganz bestimmt nicht auf. Das Alien-Spiel ist auf VR, oder? Das ist richtig, aber ich glaube, da gibt es keine Teleport-Movability. Das müsstet ihr mal anschauen. Wenn es eine gibt, vielleicht kann man mal doch wieder mal die scheiß VR-Brillen rauskriegen. Who knows? 10 nach es! Habe ich schon gehört. So, starten wir das verdammte Spiel. Ich hoffe, dass es überhaupt läuft. Am Bader habe ich natürlich noch nicht ausprobieren können, weil mir steckt man ja mitten in der Main Quest. Ich komme nicht zum Bader, wie soll ich das mal? Und ob das Spiel überhaupt startet, habe ich auch nicht ausprobiert. Ich sage das freiwillig, wie es ist. So, fangen wir an. Also, da gibt es auch ein paar Sachen zum Verzeihen. Wir haben ja mitten in der Action. Ja, wenn ich jetzt da fortfahren drücke, dann gibt es sofort aufs Maul. Darum, kurze Erklärung, auch für den Nachschau-Squad, auch für euch. Letztes Mal hat der Buller noch schnell die Kirchen zusammengehauen, wir haben das Ganze so übergeklaut und so weiter und dann ist der Erik gekommen, hat das überfallen, wir haben gerade noch davor gekommen, bla bla bla. Und der Franzosen-Sepp möchte sich mit der Kohle aus dem Staub machen und hat den Buller abgestochen. Und genau da sind wir jetzt gerade, dass wir unsere Mannschaft gegen den Buller, nicht gegen den Buller, gegen den Brabant, gegen den Franzosen-Baguettendeppen kämpfen und da geht es halt straight los. Aber was heute wichtig ist, ich möchte, dass das Finale am Montag kommt. Das ist das Allerwichtigste. Nix! Und der bringt mich halt nicht! Sehr fix! Merci dir, einen schönen Abend wünsche ich! Abend wünsche ich, edler Rittersmann. Grüße aus der Nachtschicht. Ja, der nächste! Möge euch euer Schwert in Sicherheit wiegen und euer edelnes Ross soll euch tragen, soweit es geht. Ich habe jetzt kurz gelesen, euer elendes Ross. Herr Nix, Kuss auf die Nuss, genießen Sie Ihre Spätschicht oder Nachtschicht. Oh, Nachtschicht ist ja, ich kenne mich mit dem Schichtsystem nicht aus, ich habe nie in meinem Leben Schicht gearbeitet, ich sage das, was es ist. Aber Nachtschicht geht länger wie bis um 10 Uhr, habe ich so das Gefühl. Dann hoffe ich, hast nicht viel zum tun und kannst nebenbei einfach zuschauen. So, jetzt aber. Merci dir übrigens. So. Jetzt bei so 60 GB Update ist natürlich drin, Herr Werner, das ist ja sowieso klar. Großer Patch ist gestern gekommen. Und zwar, mir wurde Bescheid gesagt von meinem Insider des Vertrauens. Ich weiß natürlich nicht, wie es weitergeht. Also ich lasse mich ja nicht spoilern, bin ja nicht behindert und lasse mir das Spiel kaputt machen. Aber mir wurde eine Stelle für heute, zu der wir kommen müssen, gesagt, sodass wir am Montag easy fertig werden. Das ist, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachlesen. Jetzt pass auf, damit sie auch Bescheid weiß, da muss nämlich der Chat dann ausflippen. Genau, wir kriegen mal irgendwann eine Quest, die heißt Hunger und Verzweiflung. Und da gehen wir mir ein Stückerl und der Schischka erklärt uns ein bisschen was zur Katharina. Das ist alles, was mir gesagt worden ist. Und dann kommt der Cutscene und nach derer müssen wir aufhören. Da brauche ich, das darf ich auch nicht übersehen. So, meine Damen und Herren, holt euch was zum Trinken. Ich habe auch was zum Trinken, aber so. Goschal ausgeschwappt. Kuss auf die Nuss, mehr für die ganzen Donations. Schluss jetzt damit. Hoppala, Alert sounds aus. Fortfahren und dann schauen wir mal, wo wir überhaupt sind. Dass immer die Knockerbaits-Frau kommt in dem Ladescreen, wenn wir streamen. Katharina, Katharina! Ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. Müsste man vielleicht mal wieder, was das ist. Heute fertig machen, nix machen wir heute fertig. Entspann dich, die Stelle kannst du gar nicht übersehen. Ja, okay. Ich möchte auch nichts, also ohne Schmarrn. Wer wirklich die Hutzpe besitzt, also da einer spoilert, der fliegt so weit ist er noch nie geflogen. Firestown, endlich Wochenende, bin spontan weggefahren. Heinrich, wir müssen etwa... Stopp. Geilen Stream, Grüße aus Weißenstadt. Viel Spaß im Urlaub. Ich muss jetzt da Franzosen schlachten. Mehr für den Zehner. So, jetzt mal so, was kann ich mich um... Ich bin tatsächlich in der Rüstung, da schau hin. Was haben wir? Wir haben ein Waffenslot 1, was haben wir equipped? Das umgeschmiedete Schwert. Ja, dann wird es nicht ganz so tragisch. Oh, ich hab keine Handschuhe. Wieso hab ich keine Handschuhe? Wieso hab ich keine Handschuhe? Oh, nimm mal die. Du kannst den Gegenstand nicht im Kampf benutzen. Verdammt, wir haben keine Handschuhe. Aber wir haben doch da Handschuhe, oh. Nee, heiß. Die Bogenschützenunternehmen! Verstanden! Ja, verstanden. Verhalten. Hörst du mich? Wir müssen diese Schützen loswerden, sonst sind wir am Arsch! Für die sind wir jetzt leichte Beute. Wir werden uns in Nadelkissen verwandeln. Das ist nicht so gut darin, oder? Was? Ich schieße dem jetzt einfach mal mit dem Pfeilbogen in den Kreis, damit nichts passiert. Oh, ich hab ihm ins Schädel geschossen. Da gab mir natürlich aber einen Schädel. Ja, sag mal! Oh. Ich schneid dir den Arsch, Scheiße! Ja! Au! Au! Lass mich! Da sind noch wir Leute! Das hätte nicht so gut hingehört, aber das ist wurscht. Ich hab noch nicht so Drecksack wie dich gesehen!
Hol dir deine letzte Salbung. Hoden schon, wir müssen die Bogenschützen ausschalten und quetschen. Ja, da gibt's da eine auf den Nägel. Du darauf, dass ich an Altersschwäche sterbe, du Wenn jetzt jeder mit dem Bogenviere schießt, dann werden sie wahrscheinlich. Warte mal. Da rotzen wir sauber aussehen. Was tut denn? So, ich hab da einen Typen eingeschossen. Das ist alles ganz schön gefährlich, was ich da betreibt. Ja, ich zieh lieber das Schwert wieder raus. Weit man das kämpfen ab. So, der ist hier. Hab ich mein Schwert in der Hand? Ja, hab ich. Jetzt probieren! Ja, einfach mal draufdroschen, damit nichts passiert. Aber wir müssen mal, ich schieß Bogenschützen aber. So. Komm. Oh, das war leicht daneben. Auf die Distanz ist ja gar nicht so einfach. Millimeter am Gesicht vorbei! Tut sich nix. Richtig gepredigt. Ja, eine hat er. Ja, sag einmal. Ich bin aber ein Blinder. Ich muss weiter rechts zielen, Birger! Wo aimst denn du hin? Er versucht gleich Jetzt was. so einmal zu weit rechts. Jetzt gehen wir noch Pfeile aus. Ah, leck mir am Arsch, ich geh einfach auf, wird der Schlags! Was ist das für eine Behinderung? Auf, leck du eigentlich! So, geht's zu jetzt da. Da schlagen wir einfach alle, gehen wir auf und bringen wir's um. So, haben wir's jetzt. Vollsprint, Kinder, Vollsprint. So, wunderbar. Und bis du der Schwertlaser ziehst, dabei der Schlag in die 5 Mal. Einfach eine! Das reicht, du Mistkerl. Okay, vielleicht nicht ganz so eine, aber das kriegen wir schon. So, 1, 2, 3. Nein. Ja, natürlich kann ich dies wieder nicht blocken und kein Mensch weiß warum. Was haben wir jetzt mit dem? Jetzt weg jetzt da! Fix lecken, Alter. Gut, wir sterben uns da nicht durch. Da ist er, der Franzosen-Sepp! Nein, kommt dir jetzt nichts zusammen. Das war aber eine knappe Geschichte. Verdammt! Der Jäger hat dort wieder daneben geschossen. Obacht nicht, dass dir der Jürgen ermahnt. Stimmt, die dürfen nicht so laut sein. Das ist der Coole, oder? Du mir noch schulden 50 Groschen. Du wissen, wie viele Mädchen du dir damit kannst leisten? Oh no. Der Wechselgärtner hat offensichtlich einen Facebook-Post gelesen. Wir müssen aufbrechen. Helft ihm auf den Wagen. Der Bulle überlebt schon. Nein! Nein, Oh no. lasst sie doch den Tag. Kümmert euch um die Lebenden. Bulle ist eine Maschine. Katharina. Wir müssen los. Warum haben sie nicht mehr Jürgens, Herr Wechselgärtner? Я хоч раз в житті одну молитву. Спокою. Alle Mann aufsitzen. Wir verschwinden. Wundert mich gar nicht, sie werden. Das ist besser. Die Musik kickt bei sowas halt ganz anders. Wenn es den in seine Lage versetzt und den an alle, das ist so was muss das für ein asozialer Dreckstod sein? Der im Schwert da gestohlen ist.
Boże, zgrzeszyłem. Właśnie przed chwilą zerżnąłem żonę sąsiada. Zabiłem też w życiu wielu ludzi, przeważnie jeszcze większych skurwysynów niż ja. Może to sprawia, że to mniejszy grzech. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Seid auf der Hut. Ach du Scheiße. Sie müssen hier irgendwo sein. Gänsehaut. Scheiße! Obwohl man einen Bulle eigentlich gar nicht so oft gesehen und Einer lang von denen gesehen liegt da hat. drüben. Interesting. Bisch. Sie können nicht weit sein. Aber du Wir stirbst werden Sie den außerhalb der Stadt einholen. dreckertsten Tod von alle, du Hurensohn. Was eine Unterfotze. Ja, haben wir uns halt wieder zum Kino. Weiter! Oh shit, bitte nicht. Anthony! Und der Musa genauso! No! Alter, was? Wir werden hier noch alle draufgehen! Nach Sukdol! Wie Gers anstrengen und schwer muss eigentlich Pfeilbogenschießen im Galopp sein. Wollte ich gar nicht wissen. Da hab ich schon in die Hosen gescheißen, wenn das Pferdl einfach so zum Laufen anfängt. Und ich nimm's dahinter. Hey! Aber was mit Kubjanka? Das Tor! Das ist einfach Schutz. Wir haben es geschafft. Gut gemacht. Weiter. Geht es dir gut? Helft uns, verdammte Scheiße! Wir haben hier einen Verwundeten! Schnell! Verbände und Wasser! Los! Sag mir, kann es sein, dass der Ton besser ist im Spiel und lauter? Viel lauter? Guter Patch. Sind alle da? Nein, verdammte Scheiße! Buller tot! Kubjenka auch tot! Kubienka, bist du dir ganz sicher? Direkt hinter uns! Scheißdreck! Es ist einfach der Kubjenka gestorben. What? Habt ihr etwa den Verstand verloren? Ihr bringt Sigismund Silber her, er zerquetscht uns wie Ungeziefer. Wir brauchen deine Hilfe. Nein, Gottes Hilfe. Der Kacke, wir haben richtig gefickt, hä? Nein, mein Mikrofon ist so laut wie immer. Es ist einfach das Spur jetzt massiv viel lauter. Ja, dann halt die wenigstens mal Fotzen in die Cutscenes, passt die? Nicht, dass sich wieder irgendein Jürgen beschwert. Ach, Jürgen. Wie siehst du das?
Haben wir die geringste Chance gegen sie? Ach shit, der hat ja sein komisches Lager da dort. Ach du Scheiße. Natürlich. Aber gegen eine ganze Armee? Ich würde sagen, es dauert vielleicht auch mit Zeit, wenn zum Schlafen. Heinrich, aufwachen. Was meinst du? Du musst dir doch alles weh tun. Da musst du doch alles weh tun. Das sind deine Blechrüstung im Sitzen schlafst, Alter. Ich stirb so schon, wenn ich... Sigismunds Armee ist auf dem Rückzug. Was? 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 Wieso? Weil wir jemals zu überklaut haben, oder was? Sigismund zieht sich zurück? Ach, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Himmel, was ich gegeben hätte, um sein Gesicht zu sehen, als er erfahren hat, dass er seine Söldnerarmee nicht bezahlen kann. Tatsache. Woher weißt du das? Woher weißt du von Sigismunds Rückzug? Ich habe Hauptmann Frenzel und seine Männer letzte Nacht als Kundschafter ausgeschickt. Und sie haben es gesehen. Frag ihn selbst. Er ist mit den anderen im Hof und lässt sich volllaufen. Guter Punkt, vielleicht eine Falle. Was, wenn sein Rückzug bloß eine Falle ist? Für die Falle hätte er tief in die königlichen Taschen greifen müssen. Der ganzen Armee den Rückzug befehlen. Unwahrscheinlich. Wo sind sie hin? Wohin hat sich Sigismund deiner Meinung nach zurückgezogen? Was glaubst du denn? Natürlich zurück nach Ungarn. Berichten zufolge ist Ladislaus von Neapel in Sada an Land gegangen und hat sich klammheimlich selbst zum König ernannt. Während er seine verdammte Nase in unsere Angelegenheiten gesteckt hat, hat ihm zu Hause jemand die Scheißkrone weggeschnappt. Und nachdem wir uns das Silber für die Bezahlung seiner Truppen genommen hatten, musste er seine Ritter schnell abziehen. Das Einzige, was er zurückließ, sind seine königlichen Scheißhaufen. Das ist unsere Gelegenheit, das Blatt zu wenden. Was machen wir jetzt? Wir müssen Jobst und die anderen Herren benachrichtigen. Sie versammeln eine Armee gegen Sigismund, um Kuttenberg zu befreien. Jobst hat bestimmt großes Interesse an unserem Gefangenen. Von Bergo. Und ist bereits jemand unterwegs mit der Nachricht? Noch nicht, aber sehr bald schon. Ruthard und die anderen Herren brechen nach Podibrat auf. Jobst versammelt seine Armee in der Nähe und sie werden die Nachricht überbringen. Kann man sich auf sie verlassen? Klar, sobald Jobst die letzten Lakaien von Sigismund rausschmeißt, haben Ruthard und die anderen wieder das Sagen. Weißt du was? Du solltest sie daran erinnern, wem gegenüber sie wegen gestern zu Dank verpflichtet sind. Sie machen sich im äußeren Burghof für den Aufbruch bereit. Gut. Ich werde mit ihnen reden. Und vergiss nicht auf dem Weg dahin, deine geliebte Rosa zu besuchen. Sie hat nach dir gefragt. Aha! Wir haben ihn voll im Arsch! Wir haben ihn gehabt! Köter! Bester Mann am Platz! Komm her. Ja, einmal streichen, Hundeflüsterer Level 24 plus Spezialisierungspunkt. Wie viele Punkte haben wir? 2 Sachen können wir verteilen. Wo können wir was verteilen? Sekundär, Fertigkeiten, da haben wir einmal Hundeflüsterer, da nehmen wir jetzt einfach irgendwas, verbessert ihre Hundefreund, ist gut. Hundefreund nehmen wir. Und im Kampf haben wir noch was. Unbeugsam. Plattenrüstung. Nehmen wir Charisma, werden wir nicht mehr recht viel brauchen, aber sobald wir in Unterzahl sind, kriegen wir 20% mehr aus da. Passt. Köter, bester Mann! So, jetzt müssen wir erst einmal irgendwie, ich kann nicht laufen, ich kann überhaupt nichts, jetzt müssen wir uns erst mal heilen. Das ist einmal das Erste. Gib einmal, weiß ich auch nicht, schlafen wir mal eine Stunde oder so. Schlafen wir mal, ist da irgendwo ein Trog. Ich muss mich wohl, sprich mit Janosch, setz dich zu den anderen. Jetzt machen wir uns kurz einmal sauber, gehen wir den ganzen Bums in die Kiste hinein. Ja, waschen ist eine gute Idee. Waschen ist einmal eine richtig gute Idee. Sehr gut. Haben wir mir einen Ringelblumenaufguss noch irgendwo? Ich muss mich heilen. Schwacher Ringelblumenaufguss, da haben wir, wie viel? 15? Nein, einen. Ja, den saufen wir uns noch rein, dann heilen wir uns wahrscheinlich ein bisschen. Schauen wir mal. Ja, nicht fei, aber wir heilen uns zumindest.
Zeug einlagern. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr hundertprozentig, wo genau unser Zimmer da herin war. Wir haben jetzt in Sugtal, gell? Da müssen wir da auf. Kurz überlegen, mein Bett wird da oben angezeigt. Ja, probieren wir es schnell. Und dann schlafen wir vielleicht einmal 2 Stunden, damit wir wieder ein bisschen Feuer sind. Jetzt besucht. Ja, ich erinnere mich langsam aber sicher. Dann glaube ich Treppen auf und dann links. Ja, genau. Passt ihm schon. Passt ihm schon. Haben wir wieder eine kistige Kiste. Kistige Kiste haben wir da. Jawohl. So, Inventar öffnen. Mit der wir alles Summe, was wir nicht brauchen. Verbesserte Jagdpfeile, Wundpfeile. Ja, Pfeile haben wir nicht mehr recht viel. Aber gut. Was haben wir da? Küre, alles, was wir halt da hinten gestohlen haben. Alles, was wir da hinten gestohlen haben. Mailänder Küre aus den ganzen Bums da. Dann müssen wir noch Handschuhe anziehen. Lass mal Handschuhe anziehen, du. Was haben wir da? Die haben geringfügig besser wie die ich habe. Edle Gliederarmplanten. Machen wir sie so. Und dann Brille lassen wir mal dabei. Die Insignia ist besser als unsere. Und den Rest befördert man. Furt. Das Obacht. Ich lasse mir dabei. Ich kann mir weg da, das ist wurscht. Rindfleisch, das ganze Tonikum. Eigentlich haben wir gar nicht so viel dabei. Wieso kann ich jetzt auf einmal wieder 300 von 382 getragen? Vorher war ich überladen. Waren die Dinger so schwer oder was? Naja, weiter. Hut. Oh, der Hut. Hut. Bestickte Kugelbrot. Chaper. Ist das der Chaperon vom... Ein Chaperon ist rückwärts aufgesetzt. Kniffe elegant. Nein, das ist er nicht. Dann muss er im Viertel drin sein. Das gibt's nicht anders. Das gibt's nicht anders. Oder er ist weg. Was weiß ich? Ich hab nichts da damit. Jetzt schlafen wir erst mal eine Stunde. Jetzt warte mal. Machen wir so. Total. Ich kann nicht schlafen und speichern. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Vielleicht habe ich ihn auch verkauft. Kann auch sein. Ich weiß nicht. So. Aussehen, schauen wir mal, was er fertig sagt. Da müssen wir aussehen, passt schon. Sprinten an die Treppen hier ist übrigens keine gute Idee, da bringt man sich gerne mit Haxen. Sigismund ist fort. So, jetzt pass auf. Köter! Das ist Köter. Das Pferd ist da hinten gespawnt. So, schauen wir mal. Rüstung. Da! Mein Gott, die haben halt wirklich ins scheiß Pferd eingesteckt, gell, Kruzifix. Verdammte Axt nochmal. Dann machen wir jetzt halt einfach sicherheitshalber mal Folgendes. Wo ist der Hut? Wo sind die Hüte? Ah, wir haben ein Pferdl drin. Rüstung, Hut. Nimm erst deinen Kopfschutz ab. Dann werde ich das beides abnehmen müssen. Ne? Ja, da gehen wir ein bisschen ein Risiko ein. Aber wir lassen uns einfach nicht auf den Kopf hauen. Fertig. So, speichern wir mal und dann müssen wir jetzt mit den anderen schmerzen. Ne? Müssen wir mit dem da schmerzen, mit dem Janosch. Was ist da los? Was machst du hier allein? Janosch? Oh, der ist traurig, weil der Puller Bist du nicht bei den anderen? Sigismund ist fort. Wir haben gewonnen. Ich weiß. Ich habe nicht Stimmung für Saufen. Gestern gute Männer verloren. Buller immer sagen, sterben im Bett mit Händen voll Titten von hübsche Weib. Aber jetzt der Verrecken wie ausgeweideter Hund in eine Scheißhof. Ja, da hat er recht. Kubienka. Kurva. Ich nicht wissen, mit welche von beiden ich mehr Abenteuer erlebt. Press F im Buller, Press F in Kubienka. Aber der Kubienka, der ist noch nicht da. Der kommt schon wieder. Alles vor die Hunde geht. Lass mich, Heinrich. Ich will allein sein. Aber Zwock, ja noch schon gar keinen Bock. Ich sag, der Kubienka lebt noch. Der ist sauber zu unspektakulär von uns gegangen. So wie es ist. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir nochmal einen Ringelblumenaufguss haben. Haben wir, saufen wir uns noch einen rein. Wird schon passen. So, mit wem müssen wir noch schmerzen? Heinrich! Heinrich! Nehmen wir ein paar Humpen! Wieso denn Humpen, Schwiedel? Katharina, ich konnte von da voll gut den Ausschnitt einschauen. Mit wem muss ich noch schmerzen? Mit dem Samuel. Und mit wem muss ich schmerzen? Warte mal. Verabschiede dich von Rosa, setz dich zu den anderen. Jetzt gehen wir zur Rosa. Wo ist die? Die ist Was mit draußen. uns? Schauen wir mal zu ihr. Schauen wir mal, was es sagt. Schauen wir mal, was es sagt. Du willst wirklich nicht mitkommen? Was willst du? Du wirst also aufbrechen? Ja, dem Herrn sei Dank, nach allem, was geschehen ist. Ich hörte, du gehst nach Podibrat. Das hört sich irgendwie an wie ein Stadt aus Mittelerde. Ich hörte, du gehst nach Podibrat. Wir haben dort Familie.
Momentan können wir nicht nach Kuttenberg zurückkehren. Oh. Du wirst mir fehlen. Schade, dass wir nicht mehr Zeit miteinander hatten. Vielleicht ist das hier kein Abschied für immer. Wenn du jemals in der Nähe von Podibrat bist, würde ich dich sehr gerne wiedersehen. Nun dann. Dein Wagen steht schon bereit. Dann hab eine gute Reise. Willst du mir nach all dem etwa so Lebewohl sagen? Na so! Fällt dir etwas Besseres ein? Wie wär's damit? Aber jetzt gibt's einen Schmuserer. Ich werde dich nie vergessen, Heinrich. Ich dich auch nicht. Bleib so, wie du bist und kämpfe weiterhin für das Gute. Wir sehen uns, so Gott will. Unser geliebter fauler König wird sich wohl nicht von allein befreien. Okay, bye! Zeit für ein Besäufnis! Der Goodwin. Sag mal, kann es sein, dass die Grafik irgendwie ein bisschen komisch ausschaut? Ein Reiter. Irgendwas, das ist so Der verschwommen. gehört zu uns! Lass das Tor geöffnet! Da muss ich jetzt ganz kurz, ich hab noch nicht, nein, ich kann nicht in die Einstellungen reinschauen. Ja, irgendwas ist anders. Irgendwie sind in die Cutscenes die Hintergründe irgendwie komisch verschwommen. Grafikeinstellungen zurückgesetzt, weiß ich nicht, kann ich gerade nicht schauen. Schauen wir dann nochmal. Aber das hat noch nie so geflackert im Hintergrund und so. Das ist irgendwie seltsam. Ja, das ist irgend so ein Weichzeichner, irgendein Filterding, keine Ahnung. Den Mistkerl am Leben. Das ist ein brutaler. Schau den an. Schau den an. Gib mir mal etwa eine halbe. Möchtest du nicht, dass er gleich zum Sauer anfangen? Ein Loch da. So gesuffen. Geht's dir gut? Sollen wir jemanden für dich rufen? Oh, sieht schlimmer aus, als es ist. Schon gut. Ich dachte, du ins Gras gebeißt, du irrer Mistkerl. Wo warst du? Hä? Als wir davongeritten sind, haben sie mein Pferd in vollen Galopp erwischt. Zum Glück ist es nicht auf mich gefallen. Und wo warst du die ganze Nacht? Als ich gestürzt bin, haben mich die Mistkerle als Geisel genommen. Ich lag gefesselt auf einem Karren in Sigismunds Lager und erwartete mein Schicksal. Bis am frühen Morgen Erik aufgetaucht ist. Was? Hat man dich gefoltert? Was wollten sie wissen? Nein, das war ja das Merkwürdige. Sie haben mir nichts getan. Unsere Tat hat sie vollkommen fassungslos gemacht. Sie wollten Sigismund von dem Überfall erzählen und ihn um Verstärkung ersuchen. Aber Sigismund fort. Doch er wies sie ab. Dann hatte Erik einen riesigen Streit mit jemandem. Kurz danach kam er und löste meine Fesseln. Moment. Was du sagst? Erik dich befreit? Ja, aber er hatte eine Bedingung. Ich soll Heinrich eine Nachricht überbringen. Eine Nachricht? Spitz mal die Ohren. Du wirst es nicht glauben. Er wartet auf dich in Sigismunds altem Lager und will gegen dich kämpfen. Mann gegen Mann. Ich wollte gerade sagen, also offensichtlicher mit einer Falle wird's ja wohl nicht mehr. Könnte es eine Falle sein? Die Sache stinken wie Hundearsch. Er hat mir beim Sprechen direkt in die Augen gesehen. Es war im Ernst, Heinrich. Er will das selbst klären. Scheint persönlich zu sein. Das habe ich nicht von ihm erwartet. Was meint ihr? Soll ich annehmen? Er verrückt, verzweifelt. Der Drecksack soll sich verpissen und verrecken. Ich habe den Rückzug der Armee gesehen, aber Erik ist geblieben. Es ist ihm offenbar ernst. Wenn du die Herausforderung ablehnst, werde ich dir nichts vorwerfen. Du solltest dein Leben nicht aufs Spiel setzen, jetzt wo sich alles zum Guten wendet. Ja, man mit dem. Der Schlummer. Und alle, die er dabei hat und die sich im Wald verstecken und dann rausspringen, die der Schlummer auch. Scheiße. Warte. Also das ist meine Nicht Antwort. Die hingehen Antwort ja allein. ist bei einer Scheiße. Okay. Wenn ich so drüber nachdenke? Doch, werde ich. Ich gehe mit dir. Wir machen fertig den Peser. Danke dir, Janosch. Aber nein, die Sache ist persönlich.
Ich bin es ihm schuldig. Verstand verloren? Ich würde es an deiner Stelle dabei belassen. Wer weiß, vielleicht lauert er dir mit einer Armbrust auf. Ich glaube, er wird sich mir im Zweikampf stellen. Du entscheidest. Ich sollte dir nur die Nachricht überbringen, und das habe ich nun. Viel Glück. Ich brauche jetzt etwas Ruhe. Geh. Und der Halbe. Und du, Heinrich, Oder 2. überleg das gut. Weißt du, besser mit Žižka sprechen. Geht es dir gut? Sprich mit Žižka, sprich mit der Wache und überzeuge sie davon, dich rauszulassen und gehe auf eigene Weise. Bro, da schmerzt mir erst mit mich sehen, was der Žižka sagt. Heute können wir uns schön brav Zeit lassen, weil ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis wir an der besagten Stelle sind. Aber das möchte ich natürlich schon wissen. Die letzten... Erik hat mich zum Duell gefordert. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Dann mal los. Kubienka überbrachte mir eine Nachricht von Erik. Er will kämpfen. Nur er und ich. Um Rache für Istvan zu nehmen. Das hätte ich nicht erwartet. Du musst ihn ja wirklich bis aufs Blut gereizt haben. Er besitzt wohl doch ein Fünkchen Stolz und Ehre. Und dasselbe denkt er auch von dir. Ja. Nimmst du an? Ich möchte deine Meinung dazu wissen. Denkst du, das ist es wert? Nun ja, wenn du ablehnst, leidet deine Ehre nicht darunter. Erik ist ein verzweifelter Mistkerl, von allen im Stich gelassen. Aber wenn du hier bist, weil du dir Hilfe erhoffst, vergiss es. Die Männer sind fast alle betrunken. Und Erik würde ohnehin flüchten, kämen mehr von uns. Also, was soll ich tun? Ich werde nicht für dich entscheiden. Ich wittere eine Falle. Er könnte dir mit einer Armbrust auflauern und dann verschwinden. Aber vielleicht irre ich mich. Die Sache scheint sehr persönlich zu sein. Wenn dich Eriks bloße Existenz immer noch quält, wirst du nie eine bessere Gelegenheit zur Rache bekommen. Also, wie entscheidest du dich? Wirst du annehmen? Die dumme Drecksau hat erstens einen Buller angespuckt und zweitens einen Hund umgebracht. Der Mann muss sterben. Ich werde mich nicht wie Istvan feige verkriechen. Es geht hier um Ehre. Ich halte das für keine gute Idee. Aber ich verstehe schon, das geht mich nichts an. Aber gib acht. Erik das mag mal verzweifelt sein, aber er weiß, ein Schwert zu führen. An deiner Stelle würde ich ihn vor dem Kampf provozieren. Wütende Menschen begehen Fehler. Da er und Istvan sich nahe standen, würde ich seinen Namen beschmutzen. Das sollte ihn kalt erwischen. Ja, ich In hab so fast einem seinen Zustand Kopf auf. vernachlässigt er möglicherweise die Technik. Danke für den Rat. So, was wir jetzt auf alle Fälle mal tun müssen, ist das hier. Soundeinstellungen, Gesamtlautstärke, Volllautstärke der Musik. Und Soundeffekte, naja gut. Speichern wir das einmal. Grafikeinstellungen, es ist eigentlich allgemeine Bildqualität. Es ist eigentlich... Da vorher DLS... Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Auf DLSS. Oder? Müssen wir halt noch mehr auf... Schau dir noch! Sprich mit der Wache und erzähl sie davon, dich rauszulassen und geh auf... Was gehen wir hin? Ja, da schlagen wir halt. Alle, da schlagen wir an! Verzeihung. Das 4 ist neu dazugekommen, ja, das ist garantiert auch die... Es ist auch alles ein bisschen... Ich hab kein Anti-Aliasing nicht drin und nix. Jetzt warte mal, ich komme dann nicht. Was ist Technologie? FSR DLS4. War das vorher? Convolutional Transformer? Ich weiß nicht, was ist. Leistung, Nativ, Qualität. Moment, warum so? Ja, jetzt sind Kanten wieder ein bisschen glätter, aber es gruschelt so komisch. Ich weiß es ja nicht. Du suchst Nativ AA. Ja, ja. Das glaube ich, habe ich schon jetzt eingestellt, oder? Nein, habe ich nicht. Gibt's da nicht. Qualität, ausgeglichen, Leistung, Nativ AA. Also so. Was ist denn jetzt? Also ist irgendwas passiert. Aber ich glaube, es schaut wieder aus, wie es gruschelt da irgendwas. Das wird hier natürlich weniger sehen wie ich. Aber da rührt sich auf der Textur jetzt gar nichts und Kanten sind auch nicht pixelig. Ja, schaut gut aus, passt. Wunderbar, passt schon. So, Waffenknecht, lass mich aus, ich muss Leiter schlagen. Öffne das Tor, ich Öffnet gehe. das Tor. Ich habe draußen noch was zu erledigen. Na schön.
Aber sei vorsichtig. Hier, Das war Jungs, jetzt nicht sonderlich mach schwer. das Tor auf. Heinrich muss raus und sattelt sein Pferd. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht kann ihn der Schlang unsere Rüstung klauen. Die weiße Rüstung ist eigentlich schon ganz geil. It's time to Fotz, der Homo-Fürst. Hat aber nicht so viel. Ja, ja, die Rüstung passt schon. Ich bin so gespannt, ob es wirklich eine Cutscene, irgendwas, eine Reaktion drauf gibt auf den Hut. Ich bin so gespannt. Das muss fast ein Erik sein Viertel sein. Jetzt ist die Frage, ob er ein feiger Wichser ist oder. Tatsächlich. Na Bubi, jetzt kriegst du einen Stress. Bin ich gespannt, wie gut das der ist. Ich tippe auf 2 Depf. Schauen wir mal. Dein Kamerad hat die Nachricht also überbracht. So ein Treffen lasse ich mir doch nicht entgehen. Du hast Schneid, das muss ich dir lassen. Ich dachte schon, du tauchst nicht mehr auf. Du denkst, du wärst was Besseres. Du denkst, ich hab Blut an den Händen kleben, während du eine Art Verteidiger der Gerechtigkeit bist. Wirklich. Sieh dich doch mal an. Du hast Semin niedergebrannt. Du hast die Bewohner von Maleschau getötet. Du bist genau wie ich. Du mordest im Namen der Rache und scherst dich einen Scheißdreck um alle anderen. Du stirbst wie Istvan. Ohne Istvan bist du ein Niemand. Du bist ganz allein. Keiner schert sich um dich. Sigismund, Marquard, alle haben dich im Stich gelassen. Für sie bist du nichts weiter als der Geliebte eines toten Söldners. Nimm Istvans Namen ja nicht in den Mund. Ich setze den Hut auf, du Vollidiot. Ich werde dafür sorgen, dass du qualvoll stirbst. Du wirst leiden wie der dreckige Köter, der du bist. Selbst wenn du Erfolg hast, ändert das nichts. Du wärst immer noch allein. Ganz allein. Du! Ah! No, wir haben grantig. Oh shit. Ja, toll. Jetzt dauert's nicht mehr lang. In einem fairen Kampf hättest du Istvan nie besiegt. Das weiß ich jetzt. Er ist nur ein Feigling. Oh! Okay. Okay.
Da haben wir wohl einen Meisterschlag gefangen. Puh. Okay. Ja, okay. Wenn ich halt gar nicht gehittet werde, dann wird's auch schwierig. Dann wird's auch schwierig, dass ich da attackieren gehe. Aber wenn der jetzt mal einen Meisterschlag macht, dann ist natürlich nicht auf One-Hit tot bin dabei. Das ist natürlich nichts. Ja, Kim. Okay, wir haben... Jetzt haben wir nicht ganz One-Hit, aber... Müssen wir jetzt konzentriert überspringen. Here I come. Oh, here I come. Immer so klar so gemacht. Worauf wartest du noch? Es ist noch nicht vorbei. Wir zwei sind vom selben Schlag. Wir sind beide wie Istvan. Jetzt komm schon! Dachtest du, du kommst damit durch? Sigismunds Abschiedsgeschenk an Marquardt war euer Silber. Was? Und sie werden kurzen Prozess mit dir machen. Oh shit. Oh shit. Verdammt! Das war's, du Feigling! Lauf! Wer stirbt der jetzt oder nicht? What? Nein, nicht reiten. Nicht. Okay. Schließ das Tor! Das ist nicht Sigismund. Das sind die Farben der Prager. Oh shit, Alter. Wir haben ihn so im Arsch, Alter. Schade, dass er nicht auf den Hut reagiert hat. Schade. Wundert mich, um ehrlich zu sein. Wundert mich. Müssen wir unbedingt wieder einen Helm aufsetzen, sonst haben wir wieder One-Hit. Was zum Henker geht hier vor? Ich weiß es nicht. Nachdem ich sie entdeckt habe, bin ich los, um euch alle zu warnen. Von Aulitz. Dieser Hundsfott. Ganz ruhig. Hundsfott? Erhitzte Gemüter bringen uns jetzt nicht weiter. Ich bin Marquardt von Aulitz. Ich komme auf Geheiß von König Sigismund und Herrn Otto von Bergo, dem königlichen Kämmerer. Uns kam zu Ohren, dass die Banditen, die seine Majestät eine große Menge Silber gestohlen haben. In dieser Festung hier eine Zuflucht fanden. Ich wurde beauftragt, dieses Verbrechen zu bestrafen. Gott zum Gruße, Herr Marquardt. Welch unerwarteter Besuch. Als der frühere Münzmeister unseres Königs Wenzel, erlaube mir die Berichtigung. Ich muss kurz, ich mag nicht dazwischen schmerzen. Bitte schaut euch einen Knochenteufel links so. Es wurde rein gar nichts König Sigismund gestohlen, da er der Herrscher Ungarns ist
Und das Silber, von dem du sprichst, dem König von Böhmen gehört. Es sei dir zudem versichert, dass wir hier nun keinen ungarischen König benötigen, der Ordnung schafft. Auch wenn es heißt, dass er das nicht länger plant. Folglich lehnst du dich ziemlich weit aus dem Fenster. Und zu Herrn von Bergo, er ist ein Gast, hier auf meiner Festung. Und wir sind in Verhandlungen. Das bezweifle ich. Hä? Wir wollen das Silber. König Sigismund fordert eure Köpfe. Doch falls ihr Vernunft walten lasst, dann... Denk an deine Burg und die Ländereien, Peter. Wenn du dieses Silber nicht rausrückst, wird dir am Ende nichts bleiben als verbrannte Erde. Was soll es sein? Wählt ihr den Kampf? Mit einer besoffenen Truppe, die nicht mal einen Gefangenen bewachen konnte? Holy shit, du Kipfer! Wir werden nicht wagen! What? Oh Gott! Oh Gott! Dich treffe ich besoffen wie nüchtern. Du alter Hurensohn! Aber wo? Wie ihr wünscht. Das werdet ihr gleich büßen. Was zum Fick passiert denn da? Oh Gott! Was glotzt ihr so dämlich? Alter, was? Wolltet ihr ihnen das Silber etwa überlassen? Das ist jetzt einerlei. Wir müssen uns vorbereiten. Und zwar sofort. Ja, mit deiner goldenen Satar-Rüstung wärst du nicht weit gekommen, du Kasperl! Alter, der Teufel ist... Alter, halt doch dein Maul. Kommt und holt sie euch. Alle, wie hau! Da muss der Gandalf kommen, wenn die Sonne aufgeht! Eigentlich war am Mittwoch das der beste... Okay, chill, Alter. Was zum Fick ist denn gerade passiert? Ich bin närrisch. Warum ist denn da so ein komischer weißer Pixel? Ach, das ist meine Maus. Okay. Ich rede ja öfters mit meiner Quelle des Vertrauens, die mir sagt so grob, wo ich bin. Und er hat zu mir die ganze Zeit, hat mich nur ausgelacht die ganze Zeit und hat zu mir gesagt, du hast keine Ahnung, was noch kommt, Alter. Du hast absolut, kannst nicht wissen. Okay, jetzt verstehe ich, was er meint. So, jetzt gehen wir mal da her. Ausrüstung. Heilige Scheiße. Tu den Hut jetzt einmal aber in den scheiß behinderten Drecksblecheimer. Braucht kein Mensch, den brauchen wir. Wie schauen wir aus? Ich glaube, dass wir uns auch vielleicht ein paar Tränke eindüdeln. Hätte ich jetzt mal vorgeschlagen gehabt. Hätte ich vorgeschlagen gehabt. Schauen wir mal, ob bei mir mit Materialien. Sonstiges, wo haben die Bognerwerkzeug? Bogen richten. Büchse richten, Rüstungsset. Alle Rüstungen auf 100% los. Was haben wir noch? Schmiedewerkzeug. Ja, schleifen wir alle bis zum Anschlag. Ah, shit, wir haben... Oh no. Ja gut, dann richten wir nur das, so weit wie es geht. Langt das. Ja. So, Schneiderwerkzeuge. Ja, gehen wir schnell alles durch. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich habe und was nicht. Ich mag auch nicht schauen. So, dann brauchen wir Nahrung. Was nehmen wir? Was haben wir noch intus? Was ist denn das? Der starker Sud gegen Schmerzen, das ist starker Schützentrunk, okay, Bockbluttrank. Haben wir sonst irgendwas Tolles? Haben wir uns, was haben wir da? Erhöht 40 Minuten die Ausdauer um 30% und die Ausdauerregeneration um 5. Ja, das sauft man nur an. Rein damit. Rein damit, was haben wir da noch? Du verlierst 30% weniger Gesundheit und Blutungen sind um 30% verlangsamt, hält 10 Minuten lang an. Ja, das ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, den eigentlich zum Saufen. So, dann drücken wir da jeder bewaffnete Mann an die Mauern. Wir nehmen einen Bogen. Ich hole meine Waffen.
Haben wir nicht Pfeile irgendwo? Hauptmann Frenzel. Hauptmann Frenzel, da mo Pfeile. Spitzbolzen, Spitzpfeile. Tu mir Spitzpfeile her. Was machen denn die Schaden? Tu mir alle her. Okay, dann Pfefferbeiner gleich mal um! Achtung! So, Waffen, was sind denn die besseren Pfeile? 115, verbesserte Jagdzahl, wir machen 120, die machen 110. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, lassen wir mal die Jagdpfeile drin. Hilft nicht. Ja gut, werden wir schon irgendwie aussitzen. Oh, die kommen mit. Oh shit, die haben keine. Warte, wie soll man die? Schau, wie viele Pfeile das sind! Ja, aber irgendwo müssen wir anfangen. Das hilft nicht. Irgendwo müssen wir anfangen. Gib ihm alle erstmal einen in den Pfotzen eingeschossen, damit nichts passiert. Ja. Ach du Scheiße. Ich glaube, einen habe ich. Ich glaube, dass ich ihn getroffen habe. Nicht ducken. Nicht ducken. So schnell schießen, wie wir können. So, wir haben einen Schießkunst-Spezialpunkt gekriegt. Wenn wir den brauchen können, dann jetzt. Na, fürs Schwert haben wir noch einen gekriegt. Ja, da habe ich schon fast alle. Das ist mir wurscht, was wir da nehmen. Das sind Sachen, die gar nicht. Was hat denn da jetzt gelevelt? Irgendwas hat doch. Ach, Stärke hat gelevelt. Und dann müssen wir kurz schauen. Wenn du einen voll aufgeladenen Angriff verhaust, regeneriert sich deine Ausdauer. Okay. Schaden, Wucht, ne, Fleißkämpfe, ne, brauchen wir auch nicht. Kämpfe, weil das Einzige, was da jetzt was bringt, ist das da. Ansonsten weiterschießen. Einfach mal weiterschießen. Die schießen da mit Kanonen umeinander, gell? Wir haben keine Pfeile mehr. Dann nehmen wir jetzt die Spitzpfeile her. Vielleicht gehen die durch die Rüstung durch, ich weiß es auch nicht. So, haben wir den Popo eingeschossen. Der macht richtig viel Damage schon. Oh. Ja, den glaube ich dann wieder auf. Jawohl. So. Knapp daneben. Knapp daneben. Die Scheiße. Jawohl. Weg mit denen. Weg mit denen. Alle Bogenschützen müssen sterben. Du stirbst. Nein, du stirbst nicht. Oh, da links ist nur eine ganze Gruppe. Du musst sterben. An die schon erinnert, oder was muss ich denn da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht! Ich schieße einfach, weiß was da ist! Warte mal. Schlage den Angriff der Prager zurück. Setze Steine ein, um den Angriff auf das Tor zu beenden. Oh, shit. Wo ist das Tor? Wo ist das? Oh, ja. Gib Stein. Klonk. Achievement! Alles Gute kommt von oben. Wer ist hier, oder? So, du kriegst einen auf den Deckel. Geil! Das hätten wir, glaube ich, letztes Mal bei der letzten Belagerung schon mit da sein, aber da war ich nicht schnell genug. So, du kriegst einen auf den Deckel. So, wunderschön. Jetzt lassen wir das Ding her. Und dann schießen wir da mal auf die Leiter drin. Ah, scheiße, knapp. Knapp, kriegen wir schon. Der Mann ist hier, der hat ins Gesicht gekriegt. Du bist da hier, hast auch einen ins Gesicht gekriegt. Langsam wird es auch mit dem Aim. Komm, da mal her. Komm. Na, das hat nicht gelangt. Haben wir schon. Die Leitertypen müssen sterben! Auf die Leitertypen! Auf die Leitertypen! Achso, da kann man nicht drauf schießen. Was ist das wieder für Blödsinn? Schlachtruf. Scheiße, ich brauch so ein Helibardending. Gib so ein Helibardending! Gib Helibardending! Aufheben! Jetzt stirbst du! Was der haben wir jetzt da damit? Habe ich schon wieder keine Pfeile nicht oder was? Gib verbesserte Jagdpfeile. Kann man da jemanden? Kletter da hoch! Ah, ja. Was? Wer klettert? Oh shit. So langsam! Ich ficke dich! Ich ficke dich! Kämpft da noch jemand oder was? Halt die Leute! Leiter umstoßen! Das ist immer gesagt worden, man braucht die Helibade nur im Inventar und dann kann man es auch schon weiter. So, da müssen wir uns da durchkämpfen, hilft nicht. Machen wir die Besen. Auf den Deckel! Was war denn dieses? Auf! Wieso können die nicht blocken? Dein Kopf ist verschließen! Ich bin jetzt voll besser! Weg mit dem Scheiß! Der Gegner ist zu nah dran! Weg mit dem Scheißding! So, wo waren nur Leute? Noch
Oh, da haben wir zwei Leute. Und du stirbst auch in Scheiße! Ja, weg mit dem Schund. Weg mit dem Scheiß! Ist ja nicht so, als kann man nicht... Warum? Was ist denn da los? Vollidiot! So, wo ist nur Leute? Da war doch nur Leute. Ah, die haben es runtergeschubst. Was haben wir da unten? 3 gegen 1, das muss gehen. Das muss gehen. Was haben wir da? Die mehr Leute, wo sind die Leute? Okay, passt. Es müsste mit so vielen Verlusten nach Hause gehen. Ist denn eigentlich gescheiter, wenn man die Leute dann aufzieht? Wir können es einfach wieder aufsteigen. Sie ziehen sich zurück. Ihr Kacknoobs! So, jetzt darf ich mich einen wuschen. Gut gemacht, Männer. Oh. Richtig. Gute Arbeit, Männer. Ruht euch aus. Was zur Hölle geht hier vor? Was haben diese Arschlöcher aus Prag hier verloren? Was glaubst du wohl? Sie wittern das Silber, das Sigismund ihnen versprochen hat. Sie wollen nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Was ist mit von Bergo, verdammt? Hatte denn keiner ein Auge auf ihn? Keine verdammte Ahnung. Dieser Bastard tat so, als wäre er auf unserer Seite. Was machen wir jetzt? Senden wir einen Boten zu Jobst und unseren Verbündeten. Wenn sie die Burg belagern, brauchen wir dringend Hilfe. Kurva! Der Knochenteufel hat es uns echt versaut. Im Ernst? Denkt dran, wie es in Neberkov ausging. Wenn sie den Angriff vorbereitet hätten, wären wir erledigt gewesen. Aber durch Hineks Provokation haben sie übereilt angegriffen. Der Knochenteufel hat uns eher den Arsch gerettet. Oder auch nicht ganz unrecht. Sind wir bereit für eine Belagerung? Denkst du, Marquardt wird überleben? Ich ruhe mich jetzt aus. Sind wir überhaupt bereit für die Belagerung? Unsere Aussichten sind besser als bei unserer letzten Auseinandersetzung mit den Pragern. Wir haben einen Graben, Palisaden und robuste Mauern. Es wird nicht leicht für sie, diese Festung einzunehmen. Hast du den Treffer auf Marquardt gesehen? Wird er den überleben? Eins muss man dem Trunkenbold ja lassen. Das war ein beeindruckender Schuss. Schwer zu sagen. Seine Rüstung mag das Schlimmste abgefangen haben, aber es war ein ziemlich guter Schuss. Der war direkt Vielleicht ist deine Rache schon vollendet und du weißt es nur noch nicht. Schön wär's. Ich denke, wir sollten uns ausruhen, bevor die Prager sich wieder sammeln. Du hast recht, dann geh. Ich sende den Boten und bespreche mit Peter die Verteidigung der Festung. Wenn irgendwas passiert, schicke ich nach dir. Was für eine verdammte Katastrophe. Warum sind wir so vom Pech verfolgt? Audantes fortuna juvat. Ha, genau. Also los. Ja, genau. Wenn wir einfach abhauen mit dem Silber, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Tag 1? Bist du schon ausgeschlafen? Als ob ich bei dem Lärm draußen mitten am Tag schlafen könnte. Der Knochenteufel und seine Männer halten heute Nacht Wache. Vielleicht kannst du dann schlafen. Aber jetzt müssen wir gehen. Žižka schickt mich. Er will mit dir sprechen. Was will er denn? Du weißt ja, dass er wenig redet. Als Kommandant einer belagerten Festung ist er noch wortkarger geworden. Wie sieht es draußen aus? Die Prager verstecken sich im Dorf und errichten ein weiteres Lager auf der Straße nach Raborsch. Wir haben noch keine Antwort von Jobst erhalten. Also sind wir noch immer umzingelt und von allem abgeschnitten. Ja und? Wolltest du etwa in der Schenke vorbeigehen? Wo finde ich Žižka? Auf der Mauer. Ich bring dich hin. Es ist kein weiter Weg. Dann kannst du dir bei Janosch Frühstück und bei Frenzel Munition holen. Munition ist eine gute Idee. Oh, und unser neuer Freund Musa fragte nach dir. Er will dir bestimmt danken. Der hat überlebt, oder was? Ich gehe anschließend zu Ihnen. Aber wir sollten jetzt gehen. Hör zu, Heinrich. Bevor wir zu Žižka gehen, will ich dir einen Rat geben. Meine Schuld. Na dann, raus mit der Sprache. Hinterfrage Žižkas Befehle nicht, vor allem nicht vor Peter von Pisek. Warum? Was ist zwischen ihnen vorgefallen? Der Herr von Pisek ist nicht erfreut, dass die Prager unseretwegen seinen Besitz plündern. Und wenn er das Gefühl bekommt, dass wir uns uneinig sind, könnte er auf gefährliche Ideen kommen.
Das verstehe ich. Sehr gut. Ja, dann ab zum Schischka. Kümmere dich Du dummes Hundchen. Warte, Heinrich. Herr von Pisek will noch mit mir sprechen. Wir tun nichts dergleichen. Warum nicht? Spricht man in Prag kein Tschechisch? Wir sollten mit ihnen verhandeln, bevor sie mein Eigentum an sich reißen. Und was sollten wir dann tun? Komm her! Ich habe Befehle für dich, Heinrich. Wartet, meine Herren. Ich will ja nicht unterbrechen, aber Schischka und ich haben noch mehr zu besprechen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wirklich? Dann wüsste ich gern, was diese ehrenhaften Männer von unserem Konflikt halten. Fragst du dich etwa, wie von Bergo vor deiner Nase verschwinden konnte? Ich? Du hast ihm doch auch geglaubt. Während ihr alle den Sieg gefeiert habt, hat er die Situation ausgenutzt. Wir können es nicht ändern. Genug von dem Bastard. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir können uns nicht darauf einigen, ob wir versuchen sollten, mit den Pragern zu verhandeln. Ich glaube, dass sie verhandeln, hat sie einfach erledigt. Ich befürchte, der Knochenteufel hat weiteren Verhandlungen einen Riegel vorgeschoben. Selbst wenn Verhandlungen noch möglich wären, würden sie zu nichts führen. Die Prager gehen nicht ohne das Silber, aber wir können es ihnen nicht geben. Sonst wäre alles umsonst. Und Peter, falls du dich sorgst, dass die Prager dein Anwesen plündern, so sei unbesorgt. Jobst entschädigt dich gern, wenn wir ihm erst das Silber gegeben haben. Deine Mauern schützen es für ihn. Hoffen wir einfach, dass die Mauern am Ende noch stehen. Und genau darüber will ich auch mit Heinrich reden. Worüber willst du sprechen? Herr Peter und ich sind uns einig, dass ich die Verteidigung der Festung übernehme. Aber ich kann nicht überall sein. Ich gebe ein paar Vertrauten das Kommando über eine Truppe. Und du bist einer dieser Vertrauten. Ich? Du willst, dass ich Kommandant werde? Wird Zeit, oder? Du bist ein guter Kerl und ich weiß, dass du gut auf deine Männer Acht geben wirst. Oh! Wer wird noch ein Kommando führen? Ich habe dir, Kapon und dem Teufel neue Truppen gegeben. Dachte ich mir Hauptmann schon. Frenzel befehligt die restlichen Männer. Aber ich habe trotzdem immer das letzte Wort. Danke. Ich versuche dich nicht zu enttäuschen. Das hoffe ich. Wie viele Männer werde ich befehligen? 6. Ich gebe dir zur Unterstützung Kubienka. Oh! Und Samuel hat sich freiwillig gemeldet. Es werden auch Männer aus Radzig Kobilas Truppe dabei sein. Ich glaube, du kennst sie. Mein Waffenknecht Mikesh und ein Jäger aus der Gegend begleiten dich ebenfalls. Er ist schon etwas betagt, aber ein hervorragender Schütze. Es sei denn, du brauchst noch was, bevor du gehst. Gut. Dann werde ich mich mal meinen Männern vorstellen. Keine Sorge, Heinrich. Die Truppe ist brauchbar. Gib ihnen erste Befehle und lass sie Bericht erstatten. So gewöhnen sie sich an dich. Jetzt haben wir einfach Kommandanten mal geworden, schnell, oder was? Rekrutiere Samu und Kubienka, rekrutiere alte Freunde. Bruder, wo muss ich denn da jetzt überall hin? Dann haben wir alte Freunde, rekrutiere Mikesh, rekrutiere Dobrsch, den Jäger. Ist das der besoffene Jäger, der seinen Hacksbauer hat? Das kennt's, das wisst ihr, glaube ich nicht. Das ist eine Offstream-Geschichte, eine Nebengeschichte. Jetzt gehen wir halt einfach mal. Wo haben die alle? Das weiß ich nie. Da sind so viele Questmarker, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Wen haben wir da? Musa? Heinrich, du lebst noch. Den werden wir nicht brauchen, aber Du egal. gerade sagen. Wie geht's dir? Ich kann nicht klagen, mein Freund. Doch ich kenne nicht genügend Schimpfwörter in deiner Sprache, um meine Gefühle klar zum Ausdruck zu bringen. Aber Spaß beiseite. Das Fieber hat nachgelassen und der Pfeil hat alle wichtigen Organe verfehlt. In einigen Tagen geht es mir besser. Das verdanke ich hauptsächlich Katharina. Sie kümmert sich sehr gut um mich. Ich könnte mich noch besser um ihn kümmern, wenn er nicht die ganze Zeit davonlaufen würde. Ich bin hier, weil ich dir für das, was du am Welschen Hof für mich getan hast, danken möchte. Wer weiß, ob ich ohne dich da lebend rausgekommen wäre. Ach, hör auf. Wenn du mir nicht geholfen hättest, als sie mir den Mord an Chetan anhängen wollten, hätte Grozav mich vierteilen lassen. Es ist ein Jammer, dass du mir damals nicht gesagt hast, auf wessen Seite du stehst. Das ist so ich hätte krass. dich in Ruhe gelassen und mir den Pfeil in der Brust erspart. Es ist so krass, jede kleine Scheißentscheidung, da muss man jetzt alles gesehen haben. Auch das, wenn wir in dem Lager waren mit ihm, da hat er kurz einmal danach gefragt, so mit, ja, schaut, und jetzt reagiert er wirklich drauf, dass er uns sagt, so, dass wir es ihm nicht gesagt haben. Es ist wie unendlich viel Dialog
Schlagzeilen, dass es da geben muss, die wir mir gar nicht zu Gesicht gekriegt haben, ist unvorstellbar. Ich sollte los. Pass auf dich auf, mein Freund. Und denk daran, wir sind hier. Wenn du von einem Wall fallen solltest oder einen Pfeil in den Arsch kriegst, komm zu uns. Das mache ich. So, ich muss jetzt leider rekrutieren. Wo haben die alle? Hoppala. Da draußen irgendjemand? Ein Kubienka brauche ich. Neue Armbrüste aus der Rüstkammer von Herrn Peter erhalten. Also passt gut auf sie Was ist denn der Haarmarker da hinten? Frenzel nach Munitionsvorräten. Ja, sicher nicht immer brauchen. Hey, Frenzel. Frenzel Sepp, du bist der Schmied, das hilft mir nicht weiter. Wo ist der Frenzel Sepp? Da ist der Frenzel. Ausrüstung, bring mir neue Kampftechnik bei. Ausrüstung? Wie sieht es aus, Hauptmann? Haben wir ausreichend Rüstungen und Munition? Derzeit haben wir genug Munition. Doch uns gehen die Ziele aus. Die Prager Bastarde haben sich im Dorf verkrochen und verbarrikadieren sich. Aber wenn sie wieder ausrücken, hol hier mit den Männern ein paar Pfeile ab. Gut. Wo ist hier? Naja, werden wir dann schon kriegen. Werden wir dann schon kriegen. So, jetzt haben wir da noch jemand. Da, ach, da ist der Kubienka, oder? Ist das der? Na, das ist der Jaroslav. Sieh sich einer diesen neugierigen Burschen an. Haha, das ist ja unglaublich. Wenn das mal nicht Schmied Heinrich höchst selbst ist. Nein, halt. Der Sohn des Herrn Ratzig. Jawohl. Der Bursche ist fast selbst ein Herr. Freut mich, dich wiederzusehen. Ich weiß nicht mehr, wer die sind. Ey, wer bist du? Was? Entschuldige, kennen wir uns? Ha, der war gut. Der Junge hat Skalitz hinter sich gelassen und erinnert sich nicht mehr an die Leute von da. Er macht doch nur Scherze. Du würdest doch nicht deine alten Freunde Janek und Jaromir vergessen. Wir mussten ihm so oft auf die Finger klopfen, wie könnt ihr uns da vergessen? Wenn es in Skalitz Ärger gab, wussten die Wachen immer sofort, wer schuld war. Heinrich, Fritz und Matthäus. Ich erinnere mich nur zu gut an deinen Stock. Aber mit den Bärten habe ich euch gar nicht erkannt. Das ist leider Also aus dem für ersten dich Teil, rasiere oder ich was? mich bestimmt nicht. Janik und ich haben gewettet, dass wir uns nicht rasieren, bis wir wieder zu Hause sind. Und wer den kürzeren Bart hat, muss in der Schenke die Rechnung des anderen bezahlen. Žižka hat mich zu eurem Kommandanten ernannt. Ihr seid nun in meiner Truppe. Wissen wir schon. Wir haben uns freiwillig gemeldet. Wir wollen lieber Heinrich von Skalitz als den hochnäsigen Herrn Capon oder diesen verrückten Knochenteufel. Wenn wir das mit einem überstehen, dann mit Heinrich. Das habe ich zu Jaromir gesagt. Der Kerl hat schon mindestens einmal seinen eigenen Tod überlebt. Macht euch bereit und wartet hier auf die anderen. Dann erhaltet ihr eure Aufgaben. Na, der Bursche nimmt seine neue Rolle aber ernst, hä? Ja, fast so, als wüsste er, was er tut. Okay. Okay. Sind anscheinend zwei Charaktere aus dem ersten Teil. Erinnert ich mich natürlich nicht mehr drauf. Also ganz ehrlich. So, wir müssen irgendwie da aufhören. Wie gehen wir da aufhören? Kann man da durchgehen, meinst du? Schauen wir mal. Ein paar Leute zusammendrummen. Nö. Wer ist er? Da! Der Federhut der Jägersmann. Ist das? Warte mal. Du wurdest meiner Truppe zugeteilt. Hab ich gehört. Ich fasse es immer noch nicht, dass sie uns belagern. Hoffentlich kann ich noch ein paar gute Taten vollbringen, bevor ich meine Familie im Himmel wiedersehe. Wer ist er? Er ist, glaube ich, nicht der Jäger, dem ich am Anfang geholfen habe. Ist er, glaube ich, nicht. Du hast deine Familie verloren? Meine Frau und Tochter wurden von einer Krankheit hingerafft. Ich bin ganz allein. Hast du beschlossen, Schießübungen auf den Mauern zu machen? Ja, ich jage kaum noch. Da brauche ich die Schießübungen. Es ist auch ganz anders, von hier oben zu schießen. Willst du mitmachen? Wie wär's mit einem kleinen Wettstreit? Haben wir keine Zeit jetzt damit? Gerade passt es mir gar nicht. Wie du wünschst. Ich habe meine Männer im äußeren Burghof versammelt. Dort lernt ihr euch alle kennen und erhaltet eure ersten Befehle. Gut, wir sehen uns dort. Ich komme nicht mehr rein. Wer war das? Was ist noch jemand? Haben die zwei den Hans mit Dung übergossen? Weiß ich nicht mehr. Nein, weiß ich einfach nicht mehr. Da kann ich da jetzt weiter rundherum gehen. Da ist irgendwo der L. Wie weit, dass man da rundherum gehen kann, ich weiß es auch nicht. Ich glaube,
da war ich noch nicht. Da brauchen wir noch, hä? Wer bist du? Der Mikesh! Freilich brauchen wir den noch. Heinrich, mein Der Bruder. Name sagt wir mir auch sitzen was. wohl im selben Boot. Hm? Ja. Wir beide und noch ein paar Männer, die ich auswähle. Sind deine Männer denn erfahren? Die Ungetüme da draußen sehen nämlich nicht so aus, als brächten sie frohe Kunde. Sie wollen Sigismunds Silber. Und? Wir haben auch Glück, dass das hier nicht Neberkov ist, sondern eine richtige Festung. Ja, schade, dass mein Bruder nicht hier ist. Mit ihm war selbst der größte Schlamassel noch spaßig. Möge er in Frieden ruhen. Ich hoffe einfach, dass ich nicht so sterbe wie er. Genauso Vostok arm, hat der wie Jagd er auf gekostet, die stimmt. Welt kam. Noch haben sie uns nicht erwischt, oder? Denen zeigen wir's. Also, nimm deine Sachen und geh zu den anderen im äußeren Burghof. Dort folgt alles Weitere. Gut, bin schon auf dem Weg, Bruder. Ich meine, Kommandant. Kommandant! Der Kommandant Köter! Warte mal, hat der schon was gegessen heute? Lass es dir schmecken. Scheiße, ich hab nichts zum Essen. Entschuldigung. Nein! Mach mal eine Tier vor der Nase zu den Huren. Ist übrigens ist es Wasser, was ich da trinke. Kommandant Pimperle. So. Und jetzt, da ich das Wort Wasser gesagt habe, müssen wir jetzt bei dem nächsten, den ich anschmerze, sobald der Dialog startet, muss ich aufs Klo sprinten, sonst soll ich in die Hosen. Heute ist es mal wieder soweit. Hilft nicht. Müssen wir mit ihm, der Janusz schaut aber nicht sehr. Jetzt pass auf, das machen wir jetzt folgendermaßen. Und er hat einen Schnauzbart, der ist auch hired. Jetzt pass auf. Machen wir so. Ich werde jetzt essen. Wieso? Denn ich drücke jetzt einfach da drauf. Ich hoffe, dass es mindestens 30 Sekunden Dialog braucht. Bin gleich wieder da, muss pissen. Ich möchte etwas essen. Sicher, hier ist ganze Ration. Mit leerem Magen nicht kämpfen. War es 3 Sekunden Dialog. Herzlichen Glückwunsch. Gib mir noch etwas mehr, Janosch. Du schon hattest. Komm morgen wieder. Na toll. Wie sieht's mit den Vorräten aus? Na Ganz toll! gut. Wir alles getan auf Haufen. Die Gehilfen auch. Mit Entschuldigung, was soll ich Vorräten von dir nicht übel. Gar nicht übel. Wie lange reichen unsere Vorräte noch? Ich mag's nicht, wenn man mein Essen Wie nimmt. lange wird das reichen? Sicher ein paar Wochen. Aber wer es gut müssen einteilen. So habe ich mit dem jetzt schmerzen müssen? Verstehe ich nicht. Aber gut. Weiter geht's. Da steht er hier. Samuel, nimm mal mit. Da ist er, unser Ach, neuer, Getränke ist er dabei. furchtloser und schamloser Kommandant. Trinken wir uns Mut an. Es wird nicht mehr. Oh gut, der Kubienka. Vielleicht später. Gern. Aber nicht jetzt. Ja, es ist sowieso zu früh zum Trinken. Warum bist du zu uns gekommen, Heinrich? Wohl wahr. Naja, warum geht ihr nicht zum Rest im äußeren Burghof? Hm? Alles Weitere besprechen wir dort und ich gebe euch eure Befehle. Ich kann seine Rede kaum erwarten. Also, dann gehen wir. Und jetzt ist der ganze Sauer. Befiehl deinen Männern, sich im äußeren Burghof zu versammeln. Jetzt hier Richtung N. Die werden schon kommen. Ja, das, was der Mike übrigens schreibt, hat er absolut recht. Warte mal. Der Schießstand ist da oben. Wieso ist der Schießstand da oben? Mann, Lieber Hund, braver. braver Junge, ja. Da ist der Squad, schon hier. Wenn der nicht stabil ist, dann weiß ich es auch nicht. Wo ist denn der Rest? Da haben zwei nicht aufgestanden, ne? Der Janek, Mikesh. Wer war denn der Mikesh gleich wieder? Kruzifix. Dobrosch. Haben das leider aus dem ersten Teil, oder was? Jaroslavas, glaube ich. Das ist doch die Burg vom Anfang, oder? Ja. Also wir haben in Sugdol
Das ist die allererste Station, wo wir auf die neue Map kommen. Achtung! Map! Genau, da wo links und da kann man wieder nach Troski tüdeln, wenn man das will. So, steht da mit Picke. Wenn das kein stabiler Squad nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. Mit wem muss ich jetzt da mit jedem Einzelnen reden oder was? Gut, die ganze Truppe passt ist schon. hier. Haben wir's schon. Also, hast du eine große Rede vorbereitet? Na sicher. Die Prager halten nicht mehr lange durch. Vertraut mir und bleibt dicht zusammen. Bei mir wird euch nichts passieren. Machen wir lieber den. Wenn wir einander helfen und zusammenbleiben, halten wir die Festung. Sie sind zwar in der Überzahl, aber wir kämpfen für eine gerechte Sache. Für König Wenzel! Wir werden uns rächen. Marquardt wird für alles büßen. Und nicht zu vergessen Brabant. Aha. Wir müssen überleben, damit wir ihm seinen dreckigen Hals umdrehen können. Verdammt, Jungs, meine Bogensehne juckt. Genau wie mein Arsch. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wie lauten deine Befehle, Heinrich? Sprengi schreibt gerade was Interessantes. Der Sprengi schreibt komisch, das erste Mal, dass er was Normales schreibt, das gehört dann auch mal vorgelesen. Komisch, bei einem anderen Streamer war statt Mikesh jemand anders in der Truppe. Wohl irgendeine Quest vorher schuld. Hundertprozentig bin ich mir sicher, dass ich den Namen Mikesh kenne, aber ich weiß gerade nicht, wer er ist. Ihr werdet die Nachtwache verstärken, holt eure Waffen und ruht euch aus. Welchen Rat hast du für mich, Bianca? Ja, da fragen wir jetzt nicht, aber was ist denn das für ein Kommandantentum? Fürs Erste werden die Prager nur ihre Stellungen halten, aber das sollte uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Wir werden die Nachtwache verstärken. Ernsthaft? Halt doch dein Maul! Heinrichs Wort ist Gesetz! Geht und ruht euch aus. Sobald es dunkel ist, will ich euch alle bei der Wache sehen. Ich werde persönlich zu euch kommen. Leg dich hin, nachdem du einen Rundgang durch die Burg gemacht hast? Wieso soll ich jetzt da einen Rundgang durch die Burg machen? Ich habe jetzt schon 15 Mal gemacht! Vollspray! Haben wir schon mal gespeichert mal wieder? Das schaut vielleicht auch mal nicht. So, dann gehen wir ins Bett, schlafen wir Runden bis um 9 Uhr oder so, bis Nacht wird und dann... Oh Gott, kommt jetzt eine Nachtschlägerei, dann kriege ich aber einen Vogel. Dann kriege ich ein kleines Vögelchen, du. Hier steckst du also, Heinrich. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Müssen wir Ich so dachte, hin. wir könnten uns unterhalten. Uns beiden wurde das Kommando über eine Truppe übertragen. Wie läuft's bisher? Ich hab gute Männer, da brauchen wir mal... Ja. Ein Kommandant ist nichts ohne seine Männer. Meine Truppe ist nicht schlecht. Du bist nicht mal einen Tag Kommandant und gibst schon solche Weisheiten von dir? Heinrich von Skalitz, ein moderner Alexander der Große. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du im Herzen ein Stratege bist. Ich habe hier und da was aufgeschnappt. Und was ist mit dir? Du hast reichlich Erfahrung, wenn es darum geht, Befehle zu erteilen, oder? Schwachsinn. Einen Diener herumzukommandieren ist etwas ganz anderes als Truppen in eine Schlacht zu führen. Ich habe zwar viel Erfahrung mit Dienern, doch in einer Schlacht habe ich Befehle bisher immer nur befolgt und nicht erteilt. Nein, wir fangen jetzt... Nein, nicht. Geil! Hör auf zu jammern! Du musst an dich glauben. Nein. Ein Kommandant ohne Selbstbewusstsein ist wertlos. Willst du damit sagen, ich bin wertlos, du Bauerntölpel? Ich mach nur Spaß. Du hast natürlich recht. Naja, Was ist schon wieder so, was Du solltest dich ausruhen. Pass auf dich und deine Männer auf. Du auch. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Ruh dich Der aus. wollte wieder, das hat schon einen Grund, warum er vor meinem Schlafzimmer war. So nicht. So nicht! Oh, später in der Nacht. Zeit für die Wache, du faules Stück Scheiße. Vogel, oder was? Was zum Henker ist mit dir los? Hast du dich etwa während der Wache betrunken? Was sollte ich sonst tun? Die ganze Nacht Löcher ins Dunkel starren? Ohne Marquardt sind die Prager verloren. Aber jetzt übernimmst du meine Wache, stimmt's? Also geh schon. Sie nach der Wache an der östlichen Mauer, sie nach der Wache beim Haupttor, sie nach der Wache auf der westlichen Palisade. Bist auf Zeit mit dir. Schauen wir nach. Was mir macht. Da kommen wir nicht raus, glaube ich, auf den Burgrundgang. Glaube ich, geht's raus. Dann gehen wir hinten auf. Wer bist du? Der Hauptmann. Meine Schuld. Ja, war deine Schuld, wenigstens kennst du das. So, dann gehen wir da rauf. Und da können wir, glaube ich, um die ganze Burg rundum gehen. Oder? Waffenknecht. Waffenknecht.
Da darf jetzt eigentlich losgehen. Was? Was ist mit dem? Hallo, Ried, hallo? Aufwachen! Hey, moin, Meister, hallo. Was ist denn da unten los? Was ist denn mit ihm? 2,5 Taxe, bitte. Zum Mitnehmen. Das haben wir doch schon mal gehört, 2,5 Taxe zum Mitnehmen. Achtung, Nahrung. Muss kurz mal was essen. Krakau noch eine. Aber ein wenig Hunger. Kann ich einmal nicht aufhören? Was? Was ist denn los? Was los ist? Du bist beim Wachdienst eingeschlafen. Korva, Scheiße. Himmel, erzähl das bloß niemandem. Das passiert mir nie wieder. Ich bleibe wach. Schlagt ihm den Schädel ein! So drastisch brauchen wir es jetzt nicht gleich machen. Oh ja, wir haben ja schon gescheit rundum belagert. Da sich zu verpissen wird wahrscheinlich schwierig. So, das ist dann die Mauer da unten. Hä? Kann das sein? Dann mal schauen. Da gehen wir noch um, dann gehen wir da in Richtung Kuh. So, was ist denn mit dem Hund? Hund, geh weg. Einmal um die Burg rundum. Hilft eh nicht. Hilft ja nicht. Schauen wir mal, wie wir da wieder alles beim Schlafen erwischen. Du prüfen alles, Heinrich? Wie sieht's aus? Alles in Ordnung? Es ruhig ist wie auf Friedhof. Hoffen wir mal, dass es nicht die Ruhe vor dem Sturm ist. Etwas laufen schief. Ich schlage einen Alarm. Das hört sich doch einmal vernünftig an. Kommt da irgendwie runter? Nö. Fragen wir einen Kommandanten Köter, was wir da sind. So, dann gehen wir da jetzt einmal irgendwo raus. Wo kommt man da hier eigentlich? Ich hab keine Ahnung. So. Dann raus aus der Bumsbude. Dann gehen wir mal nach links. Ich weiß zwar nicht, wie wir da hinkommen. Das heißt nichts Gutes, wenn da gespeichert wird. Das war nicht ich. Das war das Speicherautomatisch. Das heißt normal nichts Gutes. Haben wir mir alles so? Ja. Aber besser werden wir nicht mehr. Brauchen wir glaube ich auch nicht sein. Gehen wir mal da auf den Burgwall laufen. Ach, der ist hin. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wir werden angegriffen! Leitern an den Mauern! Stoßt sie um! Stirb, du Pisser! Wo haben die da Leitern an den Mauern? Wo? Haben das Bäse? Ich käme nicht aus! Tatsächlich, oder? Du einen Pfeilbung her. Du einen Pfeilbung her. Ich weiß nicht, wer da die Guten und wer die Besen sind. Ich glaube, du bist... Dummi. So ist's gut. Dann schlucken wir es einfach. Ich mach die Leute dann. Und das Gute... Los, komm her! Vollidiot! Man schmeißt doch die Leute um! Oh ja, dass sowas passiert. Doch doch nicht von euch da die meine Wache versauen, ihr Huren! Ja. Waren das alle Leute? Ich weiß es nicht. Ja, heruntergelassene Leute, 2 von 2. Bist du gut oder bist du Waffenknecht? Also mit dem mal dann Schlager. Wie, ich nicht erkennen, wer ist. So, haben jetzt da noch Base oder haben da... Er ist einfach beim Scheißen um... Was? Das war der Mick? Was? Du kannst das... Hä? Kommandant? Deine Handkanonen haben uns mehr geschadet als geholfen. Aber wir haben die Stute wunderbar geschossen. Selbst der Teufel hätte nicht besser zielen können. Und er weiß, mit Handkanonen umzugehen. Wie lange bist du schon... Wieso kann ich den Waffenknecht meinen Hund beißen lassen? Ich check jetzt gerade nicht. Versammle dich mit den anderen und nimm die Befehle entgegen. Ja, ich bin bei den anderen. Muss ich mich da herstellen oder was?
Auf was warten wir mir? Ich verstehe es nicht. Achso, wir warten auf den... Okay. Hört her! Ich will doppelt so viele Patrouillen auf den Palisaden! Auf dem Turm und am Tor wird zu jeder Zeit eine Wache stationiert. Niemand darf seinen Posten verlassen, bis ihn jemand ablöst. Behaltet alles im Auge, was vor der Burg vor sich geht. Wenn ihr scheißen müsst, dann haltet gefälligst euren Arsch über die Mauer. Die Prager wissen, dass sie mit roher Gewalt nicht weit kommen werden. Jetzt setzen sie auf Täuschung. Heute hätten sie beinahe kampflos die Burg eingenommen. Das darf nicht noch einmal passieren. Und jetzt an die Arbeit. Schischka Bericht erstatten. Wie zum Teufel haben sie es nur geschafft, hier unbemerkt einzudringen? Warst du dort? Sie waren getarnt. Da haben doch die ganze Zeit Leute unten so in der Hocke gewesen, oder? Ah, der Teufel vernachlässigt seinen Wachdienst, weil er Psuffer war. So sieht's aus. Ich habe den Wachposten des Knochenteufels übernommen. Er war besoffen und hat mich früher geweckt. Ich glaube, er hat während der ganzen Wache getrunken. Verdammt! Diesmal lasse ich das nicht durchgehen. Sein Wesen war uns oft von Vorteil. Doch ohne die nötige Disziplin geht es nicht. Danke, Heinrich. Ich rede mit ihm. Was hast du noch über den Angriff zu berichten? Sie waren getarnt. Einer von Piseks Männern wurde getötet und seine Kleidung entwendet. So etwas Hinterhältiges hatte ich von den Pragern nicht erwartet. Nachdem der Teufel auf sie geschossen hat, können wir wohl keine Ehrbarkeit mehr erwarten. Das machen wir jetzt. Wir müssen unsere Patrouillen verstärken. So einen Patzer dürfen wir uns nicht noch einmal leisten. Es war gut, dass deine Männer die Nachtwache unterstützt haben. Aber sie müssen auch schlafen. Sie können kaum mehr aufrecht stehen. Gute Arbeit, Heinrich. Ab hier übernehmen wir. Ja, und jetzt gehe ich wieder schlafen. Waren sie zur Gegenpalisade oder was? Macht irgendwo Sinn? Sie wollen das Silber wohl unbedingt in die Hände bekommen. Ich habe nicht erwartet, dass Sie so schnell sind. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Sie wollen das Silber unbedingt haben. Sollen sie es doch versuchen. Mutige Worte helfen uns nicht, diesen Kampf zu gewinnen. Wir haben noch keine Antwort von Jobst erhalten. Uns gehen die Vorräte Nur und die einer, der ist Munition gespannt. aus und der Graben wird wohl bald gefüllt sein. Ich schlage vor, wir verhandeln noch mal mit ihnen. Scheiß aufs Verhandeln. Genau. Das bringt uns nicht weiter. Wir können nicht nur rumsitzen. Die rücken uns auf die Pelle. Wir müssen sie irgendwie ausbremsen. Und genau das werden wir auch tun. Die glauben, wir stünden mit dem Rücken zur Wand. Wir müssen sie also davon überzeugen, dass sie sich irren. Wir greifen sie an. Was? Das wollte ich vorher schon mal sagen. Sehe ich auch so. Was genau sollen wir denn angreifen? Die machen sich's unten im Dorf schön gemütlich und bauen dort ihre verdammten Rammen, Leitern und was weiß ich noch alles. Und all das muss brennen. Du bist verrückt. Also, wie sollen wir es machen? Ich habe aus Peters Männern ein paar Reiter ausgewählt, die sich gut im Dorf auskennen. Die reiten da rein und setzen alles in Brand. Wie sollen sie das schaffen? Das Dorf ist voller Soldaten. Ich weiß. Aus diesem Grund wird es noch eine zweite Gruppe geben, die sie ablenkt. Wir schicken noch eine Truppe die nördliche Mauer runter, die in ihren Gräben für Chaos sorgen wird. Das wird die Prager in Aufruhr versetzen und währenddessen brennen wir ihr kleines Lager nieder. Da wäre nur noch eine Kleinigkeit zu beachten. Wer geht schon freiwillig darunter in die Gräben? Das ist Selbstmord. Ich mach's. Sieh mal einer an. Nehmt euch ein Beispiel an ihm. Du nicht, Heinrich. Dich brauche ich in der Festung. Keine Sorge. Hinek wird den Angriff anführen. Er bereitet sich schon vor. Ich denke, er schuldet uns einen Gefallen. Gottes Mühlen und so. Und wer begleitet ihn? Heinrich, Kapon, ihr beide geht hoch auf die Welle.
Herr Capon ist schließlich der beste Schütze unter uns. Ich möchte, dass ihr beide 3 Männer auswählt, die Hinek bei diesem Angriff begleiten. Du willst, dass Heinrich und ich 3 Männer in den sicheren Tod schicken sollen? Du bist ein Kommandant. Also verhalte dich entsprechend. Wir müssen sie um jeden Preis aufhalten. Dann entschuldige mich bitte. Ich muss mich vorbereiten. Wir sind hier sowieso fertig. An die Arbeit, meine Herren! Das wird böse enden. Heinrich, komm her! Okay. Ich wollte noch etwas anderes mit dir besprechen. Eigentlich 2 Sachen. Zunächst mal deine Männer. Als ich dir das Kommando übertragen habe, hatte ich doch etwas mehr von dir erwartet. Was? Kommandant zu sein liegt mir nicht. Ich werde tun, was nötig. Hä? Was meinst du? Wir können uns keine großen Verluste leisten. Kurz gesagt, pass besser auf deine Männer auf. Ich verstehe. Und jetzt zum anderen Thema. Was soll Wir das haben denn? noch einen Gefangenen aus dem letzten Gefecht bei uns. Der Knochenteufel wird ihn befragen. Wir müssen herausfinden, wo wir im Dorf am besten zuschlagen. Was meinst du? Wo lagern Sie Ihre Munition? Wo Ihre Vorräte? Bauen Sie Belagerungswaffen oder nicht? Je mehr wir wissen, desto mehr Unheil können wir anrichten. Wir müssen das aus ihm rausbekommen, koste es, was es wolle. Ich wollte jetzt gerade sagen, kriege ich jetzt erstens die Aufgabe, dass ich 2 Leute aussuchen muss, die danach sterben? Und zweitens, ich muss mir entscheiden, ob ich jemanden folter oder nicht. Willst du, dass ich den Gefangenen foltere? Mir ist egal, was du mit ihm machst. Ich will nur antworten. Ich mach das. Der Herr schütze dich. Wähle Männer für den Überfall aus. Verhöre den Gefangenen mit dem Teufel, sprich mit Dobrosch. Wer war der Dobrosch gleich wieder? Das war der... Müssen wir schnell was essen? Achtung, scheiße, wir haben ja nichts mehr zum Essen. Wo kann ich was essen? Ich brauche was zum Essen. Was zum Essen? Was haben wir überhaupt? Gibt's da nichts zum Essen? Da nicht irgendjemand was gekocht? Jetzt kann man das essen? Nein, das kann man nicht essen. Ich habe so viel Hunger. Lustigerweise habe ich im Real Life auch Hunger, merke ich gerade. Spätestens überhaupt. Trödle nicht, keine Zeit zu verlieren. Hey Kinder, ich brauche was zum Essen. Wo gibt's da was zum Essen? Ist da nicht irgendwo Kuh? Da Kuh? Kuh, hallo? Hunger hätte ich. Ansonsten stimmt der Jana schaut Würstel. Der hat irgendwas von die Würstel verzeiht. Gibt's da... Wieso ist sie zu? Ich weiß nicht, wo die scheiß Kich ist. Bin ich da drin dann? Ah, da, noch eins weiter. So. Hast du etwas zu essen für mich? Halbe Ration für jeden. Bitte, mein Freund. Sehr schön. Ach so, das sind die Sachen, die mir er gegeben hat. Ja, da war ich vorher gerade beim Bieseln, deswegen habe ich nicht gecheckt, was er mir gibt. Isst mir Brot, Käse, Apfel. Passt, nimm ich so. So, welche Leute nehmen wir jetzt da? So, zum Dobrosch müssen wir gehen. Den nehmen wir, der möchte eh sterben. Außerdem haben wir noch einen guten Bogenschützen dabei. Wir planen einen Überfall auf die Prager. Und ich wähle Männer aus. In dem Fall kannst du auf mich zählen. Wenn schon jemand da draußen sterben muss, sollte ich das sein. Nicht diese Jungspunde. Nimm deinen Bogen und dein Jagdmesser und melde dich dann am Tor. Ich tue, was ich kann. Oh, ist das asozial? Ich mag... Mann, ich mag jetzt da keine Leute zum Sterben auswählen. Was ist denn das? Wenn nicht... Warte mal, wen haben wir jetzt was mir beobachtet? Wen können wir da so optional? Sprich im Innenhof mit deinen Männern, sprich mit deinen Männern beim Tor. Verhöre den Gefangenen beim Teufel. Das heißt, bei C und bei D haben wir noch Leute. Nochmal zu D, wen haben wir da? Ich sag, dass es easy, nimm die 2 Idioten aus Scarlet 2 und die erinnern die mich am wenigsten. Was ist los? Ich brauche Männer für einen Angriff auf die Gräben der Prager. Was soll ich machen? Ja, das habe ich gehört. Du bist unser Anführer. Gib den Befehl und ich eile los. Sehr gut. In dem Fall mach dich bereit für den Überfall. Wir geben euch von den Mauern aus Deckung.
Ich hoffe, Carpon hat heute einen guten Tag. Viel Glück. Die nächste Runde geht auf mich. Das sagt sie leicht, wenn es weiß, dass er nicht zurückkommt. Befehle? Ich wähle gerade Männer. Ach, scheiße. Ich will, dass du an dem Überfall teilnimmst. Wenn der Knochenteufel verantwortlich ist, kann ich mich auch betrinken. Es könnte mein letztes Bier sein. Ich denke, es wäre besser, wenn zumindest einer von euch nüchtern ist. Viel Glück, Yannick. So, und jetzt müssen wir den anderen Typen foltern. Und genauso werde ich's tun, man hat uns auch gefoltert. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist! Die Frage ist, wie kommt man da hin? Jetzt da noch irgendwo oben, irgendwo unter. Wo geht denn da noch eine Treppe runter? Weiß das jemand? Da in der Küche anscheinend nicht. Was ist denn das? Was geht hin? Ah, shit, wie kommt man da runter? Das weiß ich nicht mehr. Na, jetzt ist er da auf der gleichen Höhe, oder was? Jetzt ist er da unter uns. Ich verstehe es nicht. Lauter angenehme Tätigkeiten. Könnten wir nicht weiter vom Essen reden? Ja, eigentlich schon. Deswegen, ich nehme jetzt einfach mal die 2 Charaktere, die da vieren müssen, weil ich schätze, da kommt keiner zurück. Die wir am wenigsten kennen. Hinten da, wo Treppe, da, oder? Ah, ja, stimmt, passt. Mr. Philipp, der Vlogger, easy cheesy, easy life. Kuss auf die Nuss, merci dir. Dann bringen wir es hinter uns. So, die Frage ist, also wir brauchen ja bloß ihn. Können wir mit dem Verhör beginnen? Warum nennt man dich Knochenteufel? Interessiert mich. Können wir jetzt mit dem Verhör beginnen? Mach mal halblang, Jungspund. Das ist einer der Trottel, die sich des Nachts eingeschlichen haben. Und er ist ziemlich mitgenommen vom Scharmützel. Wenn wir ihm zu hart zusetzen, beißt er ins Gras. Halten wir uns lieber an die drängendsten Fragen. Womit sollen wir beginnen? Nach Marquardt und von Berghoff fragen, nach den Schwachpunkten ihres Lagers fragen. Ich überlasse das dir, ich bin noch nicht bereit. Fragen wir mal, ist der Marquardt und der Berghoff, ist das so wichtig bei der Aktion? Eigentlich nicht, eigentlich ist der Schwachpunkt im Lager wichtig. Wir müssen mehr über den Aufbau des gesamten Feldlagers erfahren, damit die bewaffneten Reiter seine Schwachstellen kennen. Ah ja, wir müssen herausfinden, wo sie ihre Munition und ihre Nahrungsvorräte lagern. Exakto mal. Und ob sie Belagerungsmaschinen bauen. Also sind wir uns einig. Außer bei einer Kleinigkeit. Wie sagtest du noch in Maleschau? Die Falle muss zuschnappen? Was meinst du damit? Das weißt du ganz genau. Vergiss nicht, für Gnade ist keine Zeit. Ich muss bald da raus. Und jedes kleine bisschen, das wir von ihm erfahren können, würde uns helfen. Meine Männer begleiten dich. Also nehme ich die Sache genauso ernst wie du. Freut mich, dass wir einer Meinung sind. Dann lass uns anfangen. Gott schütze dich, mein Freund. Himmel, was für eine Pracht! Du musst ja der reichste Mann in der Festung sein. Du bist immer noch zu Scherzen aufgelegt? Ihr seid erledigt. Also versucht es gar nicht erst mit irgendwelchem Unsinn. Ach, komm schon. Ich meine, wir unterhalten uns doch bloß. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch bevorzugt Sachen nehmt, die euch nicht gehören. Wie zum Beispiel bei eurem Lager im Dorf, nicht wahr? Ihr habt es euch dort wirklich gemütlich gemacht und seid sicherlich bestens ausgestattet. Na los, keine falsche Scheu. Erzähl uns mehr davon. Scheiß drauf. Scheint so, als müssten wir dich irgendwie überzeugen. Das, wenn ich ihn machen lasse, dann verkackt das wieder. Warum willst du diesem Verräter treu bleiben? Probieren wir es einmal. Wir wollen dir nicht wehtun, da haben wir den meisten Punkte. Ja, probieren wir es einmal so. Was denkst du, wem deine Treue nützt? Sigismund hat sich abgesetzt und das Silber, mit dem er euch bezahlt hat, das siehst du hier vor dir. Das beweist, was für ein verräterischer Bastard er ist. Wie dem auch sei. Denkst du wirklich, du bekommst dafür auch nur einen Groschen? Die da oben werden alles für sich selbst beanspruchen. Du kannst von Glück reden, wenn du es mit deinem Kopf nach Hause schaffst. Genau. Und du verbesserst deine Aussichten nur, wenn du redest. Jetzt! Verflucht. Das war leicht. Du hast recht. Unser Hauptlager ist im Dorf. Wir haben noch eins an der Straße nach Raborsch, aber damit überwachen wir nur die Straße, damit euch niemand Vorräte liefern kann. Das reicht mir nicht. Ich brauche mehr Informationen. Was? Worüber?
Wo sind eure Vorräte? Wo ist die Munition? Ja genau, eins nach dem anderen. Reichen euch die Vorräte? Und wo lagert ihr sie? Ein Teil ist in der Scheune auf dem Anger. Aber Vorräte sind kein Problem für uns. Selbst wenn ihr uns alles wegnehmen würdet, könnten wir uns einfach von den umliegenden Dörfern nehmen, was wir brauchen. So können wir sie nicht lange aufhalten. Wie steht es um euren Vorrat an Schwarzpulver und Munition? Seit unser Munitionslager abgebrannt ist, sieht es übel für uns aus. Aber im Dorf gibt es eine Schmiede. Da können wir neue Pfeilspitzen und Kanonenkugeln anfertigen. Aha. Wäre es nicht schade, wenn dieser Schmiede etwas passieren würde? Okay, Punkt 1 gesehen. Wie wollt ihr unsere Stellung einnehmen? Habt ihr Belagerungswaffen? All unsere Triboks sind in Prag. Die Jungs hätten sie gerne hier, damit sie die Mauern nicht mit Leitern erklimmen müssen. Aber das würde mindestens eine Woche dauern. Deshalb hat der Hauptmann die Herstellung von Blenden und Leitern angeordnet. Das Holz wird in die Schmiede getragen und dort erledigen die Männer die ganze Arbeit. Tja, gut zu wissen. Dann wird wohl die Schmiede brennen müssen. Gut. Ich denke, das wird uns weiterhelfen. Aber mit dir sind wir noch nicht fertig. In der Tat, Bursche. Über ein Thema müssen wir noch reden. Reden wir darüber, wer euch die Befehle erteilt. Ist es Marquardt oder etwa von Bergo? Leck mich doch! Da waren wir doch schon. Zum Verhandeln müssen wir wissen, wer der Kommandant ist. Das mit Marquardt ist was Persönliches. Probieren wir es mal so. Ich frage nicht als Beschützer dieser Festung nach deinem Kommandanten. Ich frage als Sohn, dessen Eltern von Marquardt von Aulitz getötet wurden. Mich interessiert nur, ob er schon durch die Hand Gottes niedergestreckt wurde. Das war aber leicht. Verstehe. Na gut. Marquardt lebt, ist aber verletzt. Von Bergo hat sich nach den Verhandlungen irgendwohin verzogen. Gut. Wer gibt dann die Befehle? Wir haben mehr als einen Kommandanten. Einen von ihnen kennst du gewiss. Dieser Franzose, Brabant, Marquardt und von Bergo waren ein Herz und eine Seele. Jetzt gibt Brabant die Befehle und benimmt sich, als wäre er im Schloss zu Prag auf die Welt gekommen. Himmel! Ich wusste, dass diese französische Schlange uns verraten Holy shit! würde, aber das geht zu weit. Wenn wir den erwischen, schneiden wir ihm seine verschrumpelten Froscheier ab. Aber sowas von! Wie schwer ist von Aulitz verwundet? Ich weiß nicht genau, aber es sieht nicht gut aus. Der Wundarzt weicht ihm kaum von der Seite und seit den Verhandlungen ist er nicht mehr vor die Männer getreten. Wohin ist Otto von Bergo gegangen? Woher soll ich das wissen? Zu seinem Anwesen wahrscheinlich. Ich schwör's bei Gott, ich weiß es nicht. Also gut. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Ich erstatte Žižka Selbstbericht. Du gehst auf den Wehrgang und bereitest alles vor. Versammle die Männer, die mich begleiten werden. Hey, was ist mit mir? Fang lieber an zu beten. Wenn sich herausstellt, dass du mir auch nur eine Lüge erzählt hast, knüpfe ich mir aus deinem Gedärm einen roten Chaperon. Chaperon? Ich hätte sich fast so wie Wein, aber wir wissen natürlich aus sicherer Quelle, dass es ein Hut ist. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Naja gut, dann müssen wir jetzt da wieder 5000 Kilometer um die Burgmauer rundum reisen. Oder warte mal, kommt man da woanders drauf? Da kommt man glaube ich auch auf. Warte mal. Schaut doch mal gar nicht, wenn wir uns ein bisschen auf der Burg auskennen, weil ich glaube, dass da jetzt demnächst schwerstens eskaliert. Warte mal. Der Überfall kann losgehen. Alles ist bereit. Soll ich den Befehl zum Angriff geben? Es bringt nichts, die Sache noch länger hinauszuzögern. Gott steh uns bei. Also zünden wir jetzt die Schmiede aus, geht das richtig? Hast du die Munition aus der Schmiede besorgt? Einen Augenblick. Los jetzt. Munition. Haben wir da vielleicht noch Pfeile herin? Da schau ich, verbesserte Wundpfeile, verbessere Langstreckenpfeile. Na, die nicht mehr. Hey. Ja, wenn da einer 20 nicht gelangen, dann weiß ich es auch nicht. Aber wir nehmen natürlich auch die da und die 96 Wundpfeile nehmen. Oh, jetzt haben wir aber ein bisschen sehr schwer überladen, sind wir jetzt ein bisschen. Damit das zum. Jetzt kann ich das jetzt nicht an. Und jetzt die 96 Wurfpfeile nicht mehr zum Viertel tun, aber vom Viertel da schon. Mein Gott.
Gut, die einfachen Wundpfeile brauchen wir nicht. Schmeiß weg. Schmeiß weg den Schund! Was winken die? Wieso handeln die so komisch schwer? Die können doch eigentlich nicht mehr wiegen wie 10 Kilo. Wieso kann ich die nicht aufklappen? Das verstehe ich nicht. Wundpfeil? Oh, wahrscheinlich jetzt viele Wundpfeile, die ich da hingeworfen habe. Die sind so kleine Glitches, da wo ich mir denke, nein. So, wie viele Pfeile haben wir? Verbesserte Jagdpfeile, da haben wir die eine Langstreckenpfeile, da haben wir 21, die müssen klar. So, speichern. Fun Fact, Bürger werden Pfeile ausgehen. Ich denke, wir sollten los. Bist du bereit? Ich habe alles, was ich brauche. Schauen wir mal. Nun gut. Bevor wir beginnen, sollten wir den Plan noch einmal besprechen. Ja? Einverstanden. Also, 2 Gruppen stehen bereit. Fußtruppen und Reiter. Die Fußtruppen wurden von uns ausgewählt und werden vom Teufel befehligt. Sie werden in den Gräben vor den Mauern für Chaos sorgen. Arbeit für den Teufel. Genau. Feuer, Geschrei und so weiter. Sie versuchen, die Prager zu provozieren. Und sobald sie angreifen, bricht die zweite Gruppe von der Festung auf. Reiter. In der Verwirrung reiten sie schnell durch das Lager im Dorf und stecken es in Brand, bevor die Prager wissen, wie ihnen geschieht. Das klingt gut. Von dem Gefangenen haben wir erfahren, dass sie einiges in der Schmiede lagern. Daher wissen die Reiter genau, was sie in Brand stecken müssen. Gut. Das erleichtert ihre Aufgabe. Und was machen wir? Das ist einfach. Wir feuern von oben auf die Prager. Versuchen dafür zu sorgen, dass der Teufel und unsere Angreifer es wieder lebend zu uns schaffen. Endlich ist ein Jagdgeschick zu etwas Nütze. Da hast du recht. Gute Jagd. Bereit, Männer! Ich bin nie gespannt, was jetzt wieder in den Arsch geht. Befriedigen wir sie, Männer! Möge der Tod auf sie herabregnen! Wir müssen sie beschäftigt halten! Was, die da unten oder was? Oder wen? Ja, gar keiner außer die. Was auf die Typen da sollen wir schießen? Ach du Scheiße. Nicht so breit, du elender Drecksack. Ach du Scheiße. Nee. Hast du genug? Nehme ich so. Jawohl, Schießkunst 15 schon hin. Drauf verhoben. Wie glaubst du das nicht? Pass auf, dass du nicht auf unsere Leute schießt! Sie tragen Fackeln! Nee, verdammt. Konzentration, Birger! Ich kann nicht weiter nach links zielen, wieso nicht? Feindliche Schützen von rechts! Haltet sich schnell aus! Nicht aufhören! Kruzifix. Los, komm her! Jetzt bist du Mein dran. Kruzifix! Die Punktschießerei geht mir dermaßen auf den Senkel. So, einen hat's. Da haben wir noch einen. Nein. Ohne Scheiß, immer eine halbe Sekunde bevor ich das Ding auslasse, wackelt er nach links. Du Arschloch! Gut. Da, hat's ihn schon. Der ist doch in den Kopf weggegangen, das hab ich doch gesehen. Was? Hab ich den jetzt drauf oder nicht? Für mich ist es eigentlich schon so ausgeschaut. So, haben wir jetzt da noch irgendjemanden? Bringt jetzt den Typ jetzt um da! So, haben wir schon. Scheiße, einer von ihnen ist gestorben. Oder haben alle 3 überlebt? Weiß es nicht. Werden sie jetzt? Okay, man da nochmal weh. Und ist Besi. Und ist Guri oder Besi? Das ist ein Leib von uns, oder? Oh, jetzt wird es so zint. Was ist denn mit dir jetzt, Mr. Motto? Gerade heimgekommen, weil am Stammtisch auch nicht mehr recht viel los war, dann kriegst du den Bürger, weil es jetzt mal eine Ehre ist. Herr Motto, das ist Sauberzwei und du weißt das, Kuss auf die Nuss. Achtung, da drüben. Merci dir, ich kann jetzt gar nicht aufpassen. Zu mir! Greif von hinten an! Oh, shit. So breit, elender Drecksack. Also, haltet sich von unseren Männern fern, wir müssen die Typen da schießen! Ah, shit. Okay, das machen wir so. Einen Hammer. Scheiße, ich hab keine Pfeile mehr. Oh shit, aber wir haben 96 Wundpfeile, das ist wichtig. Nehmen wir mal. Na, stopp. Wir nehmen Wundpfeile. Besser wie nix. Da geht's nicht. Was jetzt, du Sack? Steckt schon drin. Steckt da schon drin. Tu nicht da rein. Einmal rein ins Sag Kerblech. dem Teufel schöne Grüße. Kann man da nicht einmal. Kann man da nicht einmal. Mit der Gatling Gun durchfahren. Ich triff doch den! Wieso rührt sie denn der nicht?
Jetzt zuck bloß kurz! Mein Freund, du hast 2 Wundpfeile in der Fresse! Da zückst du keinen Bogen mehr auf! Warte mal, was haben wir noch? Besser der Wundpfeil. Nehmen wir die 2 noch. Hilft nicht. Mann, was kann ich dafür, wenn die scheiß Pfeile durch die Leute durchfliegen? So, hat's ihn schon. Nein, der darf nicht davor kommen. Nein. Maximal die 2 brauche ich. Die kriege ich schon noch. Tu die nicht runter. Oh. Verdammt! Aber sie haben fort. Kriegen wir schon. Da ist ein Feuer. Hey! Zurück in die Burg, los, schnell! Die haben wir gar keine Rüstung angehabt. Das war bloß ein Polster, der Scheiß. Du, wer weiß, was drunter haben. Lasst sie rein, schnell! Sechs Leute kommen zurück, oder? 1, 2, 3. Haben alle überlebt! Ich sehe das als ein absolute Win! Teufel! War es ein Erfolg? Was? Riechst du nicht die Asche in der Luft? Wie lief der Kampf? Da unten, meine ich. Ich vermute mal, auf den Mauern war es ganz anders. Es war ein Blutbad, wie immer. Aber ich denke, ich kannte einen der Jungs. Was? Einen der Prager? Hä? Aber woher? Ich glaube, wir waren zusammen in Österreich, in Weikertschlag. Sie nannten ihn Wespel. Ein kleiner, hitzköpfiger Bastard, der immer auftauchte, wenn es Blutvergießen gab. Ich mochte den Kerl. Ich habe keine Ahnung, wie er bei den Pragern gelandet ist. Aber dass ich ihn kannte, hat mein Leben gerettet. Wie das? Hat er dir geholfen? Nein, aber als er mich sah, zögerte er. Gerade lange genug, dass ich ihm die Klinge in die Kehle rammen konnte. Sonst hätte er dasselbe mit mir getan. Was glaubst du, wie die Prager zurückschlagen? Ich bin sicher, dass sie nun vorsichtiger sein und langsamer vorrücken werden. Also haben wir das verdammt gut gemacht. Okay. Nun gut. Ihr würd's Dann da gehe eigentlich ich mal mit und Dodi erstatte gerechnet? Schischka-Bericht. So wie es ist? Weiß ich, warum man dich den Teufel nennt. Also, dass da alle sexy zurückkommen, aber nicht kommen singen. Ab zum Schischka. Was ist los? Schon ein Vollsprint eingeschissen? Haben wir schon wieder da. Ich habe was zu vermelden. Der Überfall ist vorbei. Es war ein Erfolg. Und die meisten Männer sind lebendig zurückgekehrt. Na, alle! Weiß ich schon. Gute Arbeit, Heinrich. Geh und ruh dich aus. Das hast du dir verdient. Was machen wir jetzt? Wir können nichts mehr machen, außer hier zu warten. Ich hatte gehofft, sie würden den Mut verlieren und sich einfach verpissen. Aber wir müssen hier wohl noch ein wenig aushalten. Sie dürfen nicht an das Silber gelangen. Koste es, was es wolle. Wir müssen auf Jobst und seine Armee hoffen. Gute Arbeit mit den Gefangenen. Das waren einige wichtige Informationen. Solange sie keine Katapulte aus Prag holen, besteht noch Hoffnung. Wenn sie das jedoch tun, sind wir am Arsch. Die Verletzung von Marquardt wird uns helfen. Und wenn der dämliche Franzose nun das Sagen hat, werden sie ganz sicher früher oder später Scheiße bauen. So, dann ist unsere nächste Aufgabe, wir ruhen uns aus. Ab in die ist eigentlich schon ist einfach geil gemacht so. Du kriegst da quasi gerade eine Belagerung mit, die richtig, die sich realistisch anfühlt. Irgendwie. Ob das, was wir da jetzt gerade da haben, der beste Plan auf der ganzen Welt war, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber, ja. So. Aber, was hält man von einer kurzen Raucher- und Pinkelpause? Es ist auch schon wieder 5 nach 10. Wann es 5 nach 10 geworden ist, weiß ich nicht. Das erste, was ihr jetzt einmal jetzt ist auf den Like-Button draufdreschen. Dankeschön. Das zweite, was jetzt geht ja jeder mal eine Runden pissen und sich was zum Trinken holen und so weiter. Und ich gehe eine rauchen. Und dann, Bürger, einer Fighter. Ja, Pipeline druckt, Pipi-Pause. Ich verstehe fast. Der Desion schreibt, ich verstehe fast, was er sagt. Mr. Desion, wo bist denn her? Wo kommst du denn her?
Simlight waren's. 8 der Teufel und 6 andere. Ja, gut. Da ist wohl was dran. Der Desion kommt aus der Schweiz und du verstehst nicht, was ich sag. Da warst aber jetzt der erste Schweizer, der nicht versteht, was ich sag. Wir haben ein paar Schweizer, nicht viel, zugegeben, aber ein paar. Wo sind die restlichen Schweizer? Ihr unterhaltet euch dabei, ich gehe jetzt mal schnell zum Pissen. Jetzt gehen wir mal was trinken. Pass auf, machen wir so. Also aus irgendeinem Grund schleichen sie dann noch mit Leid. Ich komme gleich wieder. Es geht in etwa 5 Minuten, geht's wieder weiter. Bloß da ich nicht einfach da sitzen will und ihr behindert ein Standbild anschaut, machen wir mir How to Bürger. Ja, haben wir noch letztes Mal stehen bleiben? Weiß ich nicht. Machen wir, pass auf, da machen wir einfach die How-To-Playlist rein, weil wenn es länger als 3 Minuten dauert, dann kommt wieder irgendein Schund. Jetzt pass Obacht, bitte passen Sie Obacht, aber Kruzifix haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ah, ich weiß was. Das müsste eigentlich, wo wir es das letzte Mal angeschaut haben, müsste das eigentlich die pausierte Stelle sein. So machen wir es. Mein Maika, was ist mit dir? Wo kommt denn jetzt das her? Bist du nicht schon seit 4000 Jahren Mitglied? Verstehe ich nicht. Mein Maika, falls nicht, WB. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. So, wow, jeder kriegt die Tröte. So, jetzt pass auf. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Ist da irgendwas, was kein Schwanz, was so geht? Nö, nicht wirklich. Machen wir das auf. Da kann die eigentlich auch irgendwann einmal hergehen und die Videos einfach da in OBS einbauen. Dann muss ich nicht jetzt mal mit YouTube umeinander pimmeln. Und ich drücke einfach einen Knopf und es kommt ein random Video. Ja, egal. Holt euch was zu trinken, geht's zum Pissen, raucht's annehmen. Ich bin in ungefähr 5 Minuten wieder da, möglicherweise schneller, weil so viel pissen muss ich nicht, ich war ja vorher schon. Komm gleich wieder, bis gleich. Und bis dahin geht mein How-To, nein, das Kruzifix, habt ihr keine Kreditkarten-Video weiter, okay? Einmal reingeraged, Shot nicht, passt zum Thema, ein ins Gesicht. Echtgeld kaufst, um dann damit Dinge im Shop zu erwerben. Genannt ewige Kugeln. Und weißt, wo man das noch so macht, wo du dein Geld erst in irgendwelche Währungsgegenstände umwandelst, damit du ja nicht den Überblick verlierst? Richtig! In einem verfickten Casino! Und weil so eine Währung nicht gelangt, damit klein Clash of Kevin überhaupt nicht mehr checkt, was er tut mit der Kreditkarten von der Mom, da führen wir gleich 2 weitere ein. Gold und Platin, weil's schon wurscht ist. Je weiter du durch den Ingame-Shop klickst, desto heftiger wird's und du merkst, dass jede verfickte einzelne Trickmechanik dir Kohle aus der Taschen zum Ziehen, die jemals für Handyspiele entwickelt worden ist, Einzug in Diablo Immortal gehalten hat. Zum Beispiel kostenlose tägliche Belohnungen, wenn's die jeden Tag einloggst. Aber um die kostenlos einzulösen, musst natürlich in den Shop eine, wo 1 Zentimeter daneben jeder Kasten schreit: Kauf mich! Billiger wird's nimmer! Kauf mich! Aber du merkst das nicht! Ich bin totaler Schwachsinn, aber kauf mich! Zum Beispiel so Währungspakete zwischen 1 und 100 Euro. Und immer schön mit feierrote 15, 20% Mackerl drauf, damit's ja schön künstlich billig ausschaut. Alter, du darfst niemals vergessen. Du bist der Trottel! Wenn's nicht das größere Backel kaufst! Alter, du verlierst quasi ein Geld! Wenn's da nicht das größere Backel kaufst, du Trottel! Und das Geilste ist, in diesem Shop sind alle Preise so angelegt, dass du deine Kugeln nie ganz ausgeben kannst. So bleiben da immer schön ein paar übrig, damit's dich schön hinter mich indirekt dazu zwingen, dass du noch mal welche kaufst. Ja, sag einmal, Kruzifix, für wie blöd halten uns die denn? Selbstverständlich gibt's auch einen Battle Pass. Sowas kennt man, du spielst da hier und schaltest immer wieder neue Gegenstände, Skins und zeig im Spiel dort raus zusätzlich für die frei. Da gibt's bei alle anderen, normaler Spiele, muss ich schon fast sagen, einen kostenlosen Pass, den jeder hat, und einen zum Kaufen, wo man dann mehrere draus kriegt. Aber im Halsabschneiderhause Blizzard gibt's halt eiskalt 2 bezahlbare Schienen. Ihr wirklich nicht gewusst, dass man uns sowas wie ein Battle Pass nur ausgeschämter dran kann wie schon? Achtung, Erinnerung! Du bist quasi ein Volldepp, wenn's da bloß den Kleinen für 5 Euro kaufst. Du verlierst sogar Geld! Also gibt's einen Battle Pass und 2 Deppel Pass.
Habe ich das so richtig verstanden, ja? Wie überall gibt's auch Cosmetics, Skins für Rüstungen und Waffen. Die machen dich nicht stärker, aber du schaust halt super cool und badass aus. Für umgerechnet 16 €. Aber auch einzelne Diablo 2 Skins für günstige 25 €. Alter, Schnipper, du, das nimm ich mit. Und erschreckend ist, dass bereits auf Level 10 und 20 in die Startgebiete schon jeder Dritte mit so einem Scheißdreck umeinander läuft. Ja, sag einmal, wie behindert sind denn die Leute, die sich einen Skin aus einem 20 Jahre alten Spiel kaufen? Jawohl! Hauptsache der ahnungslose Candy Crush Mongo rennt schon vom Start weg mit seinem aus dem Weg Geringverdiener-Skin an dir vorbei. Nochmal kurz zurück zu den kostenlosen täglichen Belohnungen. Weil so kostenlos sind die gar nicht. Nach dem Einlösen erscheint nämlich ein Kaufbutton für bezahlte tägliche Belohnungen für 30 Tage. Und die könntest du dir sogar dreifach für die nächsten 90 Tage kaufen. Was sie dir aber nicht sagen, jeden Tag, in dem du dich nicht einloggst, verlierst du die Gegenstände, für die du zahlst, du trauriger Volldepp. Ja, wer sind denn die Leute, die das tun? Und dann haben wir noch legendäre, ewige Embleme. Zur Erklärung, die steckt man in sogenannte Ältestenportale. Diese Portale sind einfache Dungeons mit Monster drin, da rennst du durch, haust alles zusammen und am Ende zerpümmelst einen Boss. Der lässt dann Rüstung und Waffen und vor allem bestimmte Edelsteine, Gems fallen, die stärker machen. Das ist am Ende der Hauptbestandteil vom Spiel und so ein Portal zu machen dauert circa 3 bis 5 Minuten. Du kannst also diese umfangreichen 3 bis 5 Minuten Portal-Runs kostenlos machen oder du steckst da so Embleme ein, damit am Schluss der Boss mehr droppt und du mehr kriegst. Achtung! Ratespiel! Was glaubst passiert, wenn du 10 so Embleme, die übrigens verfickte 25 € kosten, in so ein Portal einsteckst? Achtung! Ratespiel 2. Was glaubst passiert, wenn du keine so Embleme da einsteckst und einen kostenlosen Run machst? Alright, so I did get a chest. Wait. But I didn't... I didn't get any legendary gems? Das ist übrigens auch keine Übertreibung. 10 Embleme gingen pro Portal maximal eine und die kosten umgerechnet 25 €. Jedes Mal. 25 € für 3 bis 5 Minuten Gameplay. Ja, sag mal, wie behindert seid's denn ist? Du bezahlst dafür, um einen gewissen Teil vom Spiel zum Überspringen. Das ist, wie wenn ich einer Nutten einen 100er zahle, geh aber vorher ins Badezimmer und schleidert und bevor ich heimgehe, wirf ich 10 € Trinkgeld hin. Wer macht denn sowas? Ja, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Sag! Wer ist noch da? Hallo? So, schnell gehen wir. Schnell, trinken wir noch schnell was? Köstlich. Ja, ich geb's zu. So, machen wir die Scheiße wieder zu. Fortsetzen, ausruhen. Und dann geht's straight weiter. Wir sind mitten in einer Belagerung und weiter geht's. Tobi, mir ist wieder ein Resub. Überragendes Game. Weil jetzt hab ich gemeint, der hat einen Schwanz im Mal. Tag 25. So wie Bock auf einen Krakau. Kannst sagen, was du magst. Oh, der Köter. Da hinten ist nur in der Unterhosen. Oh, ich verhungere. Verflucht nochmal. Oh, shit. Ich bin so verdammt hungrig. Oh, nein. Dass sogar Hundescheiße aussieht wie ein Leckerbissen. Jetzt war der Wie Screenshot-Finger eine zu. abgehangene, große Wurst. Vielleicht noch eine Prise Pfeffer.
Wir fangen mal jetzt nicht drüber an. Meerrettich würde mir gefallen. Leute. Wie, ihr glanzt den Hund an. I fucking double dare you. Nein, das darf er nicht. Ich werde mal sehen, ob ich uns was Appetitlicheres auftreiben kann. Ich darf's groß fressen. Oder fängt man da, was tut man dann? Man fängt doch dann an, das groß zum Fressen, oder was tut man dann? Ich weiß es nicht. Aber ja. Wo sind wir bei so einer Belagerung immer Bitte fragt? nicht, sonst hast du mich auch auf dem Gewissen. Was ich mir bei so einer Belagerung oft frage, ist, das Hauptziel ist ja, also natürlich der Einkämmer ist schon klar, aber im Grunde hungerst du Leute aus da drin. Ja, und die verrecken einfach langsam und müssen irgendwann aufgehen. Aber umdreht denke ich mir also bei so Belagerungsversuchen, wer sind denn die Leute, die freiwillig als Erster auf die Leiter aufsteigen? Das Erste, was du kriegst, ist sofort der Armbrustbolzen ins Gesicht. Wer macht denn sowas? Halt, stopp. Das ist ja quasi unsere letzte Quest vorm Ende. Und jetzt müssen wir uns was zum Essen suchen. Wow! Wow! Haben wir denn nicht Ja, mal... Steffi, Dankeschön. Rest, Dankeschön. Ab in die Kuh, schauen wir mal, ob der Janosch noch was zum Fratzeln hat. Reinschnabulieren. Was denn? Oh. Hast du irgendwas zu essen? Ich verhungere, Janosch. Hast du noch irgendwas? Für mich und Capon. Ich wünschte, ich können helfen, aber ich nicht kann einfach Essen geben weg. Ich wirklich nicht haben irgendwas zum Teilen mit Freund. Hey, komm her! Ist das ein beschissener Scherz? Ich bin mit dem Essen dran. Willst du dir hier meine Ration ermogeln? Du Arsch! Oh. Du hast dir letzte Nacht den Bauch vollgeschlagen. Noch dazu müssen wir deinen Hund durchfüttern. Mir reicht's. Wird höchste Zeit, dass wir deinen Köter zu Eintopf verarbeiten. Ich stich dich sofort auf der Stelle ab. Lass mich bloß in Frieden. Und mein Hund genauso. Bastard! Ich schwör's dir, ich What? Schlag ihn doch nicht! Die Hau der Pfotzblöde, du greisiger Huren! Komm schon! Kämpfe oder stirb! Oh. Was machst denn du? Schäm dich Gottverdammt! Au! Jetzt! Oh, da! Hast du genug? Tritt deine Eier zu Matsche! Kurva, Lass mich in blöd! Ruhe. Niemand rührt meinen Köter an. Verstanden? Dann halt mir diesen Hund vom Hals. Sonst weiß ich nicht, was ich gleich tun werde. Ich weiß, was ich dann tun werde. Muss kurz sein. Okay, es funktioniert nicht. Wir alle wissen, jeder NPC weiß, was geschlagen hat, wenn die F5-Taste gedrückt wird. Oh, da haben wir eine neue Quest. Trösten oder verärgern. Alle Viertel anfangen zum Fressen. Ja, aber was sollst du denn sonst da, Alter? Und irgendwann kommt da der Punkt, wo du den Hund frisst. Hast du irgendwas zu essen? Reden wir nicht übers Essen. Ich bin buchstäblich am Verhungern. Aber ich hab hier Schnaps versteckt. Wenn die Prager die Burg stürmen, will ich nicht nüchtern sein. Du hast Alkohol erwähnt. Kann ich ihn dir abkaufen? Was sollte ich denn hier mit Geld anfangen? Nein, ich behalte ihn für mich und meine Freunde. Aber ich bin doch der Freund. Warum? Dann klau ich dann, du Huren! Wie kommen die Pferde zurecht? Hast du genug Essen für sie da? Ja, hier liegt genug Heu. Aber Pferde brauchen Auslauf. Ich reite sie ein wenig im Hof aus. Aber da wäre noch diese braune Stute, Boudica. Sie lässt mich nicht in ihre Nähe. Ich bin der Pferdeflüsterer, hallo? Ich kenne mich mit Pferden aus. Lass mich helfen. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber jammer nicht, wenn sie austritt. Wenn du es schaffst, wäre ich heilfroh. Es wäre ein Jammer, ein solches Tier zu verlieren. Aber ich weiß nicht mehr weiter. Ja, vielleicht kriege ich dann deinen Schnaps, hä? Ja, da. Bist du Boudica? Bist du Boudica? Du bist Bibiana. Okay. Du bist nicht braun. Oh, scheiße,
Ihr macht sogar eine Schere, das habe ich natürlich nicht gewusst. Boudica, aufsitzen. Können wir es einmal loben? Ruhig. Ist das jetzt eine Nebenquest eigentlich, oder was der mir mit? Da gibt keinen Punkt, was er versuche, Boudica zu zähmen. Ja, vielleicht kriegen wir dann schnell. Was ist denn jetzt? Wir sterben gleich vor lauter Hunger. Rückwärts ausparken kann ich nicht einmal mit einem normalen Auto gescheit. Das ist mit einem Pferd. Entschuldigung. Wisst ihr, was ich gerade am liebsten hätte? Stopp. Joghurt. Nochmal loben. Was ist das? Joghurt? Dicke Milch. Auf was sitzen die da? Kalt, Honig. Scheiße, das ist der Hering. Da ist doch gerade Boudica gestanden, oder nicht? Ja, da tatsächlich. Ach du Scheiße. Oh. Na los, Mädchen. Dir geht's bald besser. Versprochen. Wenn wir mal streiten. Die ist doch nicht braun! Er hat doch gesagt, dass die braun ist, oder nicht? Ich traue meinen Augen nicht. Sie gehorcht Der mir. Mensch Sie soll ihr lebt nicht vom Brot allein. Glieder schön ausstrecken. Ja, hier was für verschiedene Zipfel, das die hat sich eine schöne Zipfel, hätte ich auch gern. Aber Bürgerin kann nicht flechten. Siehst du? Ein Ausritt tut dir wirklich gut. Wir machen nur einen kleinen Ausritt. Langsam. Mach langsam. Da gehen wir hin. Oh. Oh, da mit Fackel weg. Brav. Immer schön streichen. Braves Mädchen. Und jetzt zurück zu den Stallungen. Sechster, es geht schon. Und dann stechen wir die ab und dann essen wir die. Nein, die haben wir natürlich nicht. Hans! Ja, was zum Essen dabei? Was würde ich? Oh, ich bin auf die Mauer gelaufen. Danke, Entschuldigung. Heinrich. Bring sie nach hinten, wo sie nichts erschrecken kann. Da sind wir wieder. So. Siehst du? Alles halb so wild. War überhaupt kein Stress nicht. Ich bin nur der Pferdeflüsterer. Wir rennen in der Scheiße umeinander. Oh, es tut mir so leid, Hund. Bist wahrscheinlich, mein Hundi, Hat wahrscheinlich auch Hunger. No. Hierher, Köter. Ja, man kann doch nicht fordern. So, jetzt gib mir den Schnaps, damit wir wenigstens das haben. Ich habe diese Stute ausgeritten. Hätte ich nicht schon ein Pferd, würde ich sie glatt behalten. Du kannst wirklich mit Pferden umgehen. Ja, mit Pferdeflüsterer. Danke, Heinrich. Sie sah schon so schlecht aus, dass ich sie beinahe zum Essen geschlachtet Verdammt, hätte. hätte es mich drin stehen lassen. Das klingt eher nach einem Einfall des Knochenteufels. Das würde ich nicht zulassen. Mein Vater sagte immer, man ist erst wirklich am Tiefpunkt angekommen, wenn man anfängt, Pferde zu essen. Weißt du was? Heute noch Ich gebe dir geritten, was von morgen dem dann mit Alkohol, Fritten. nachdem du gefragt hast. Ah, Meine siehste. Frau hasst es Jetzt sowieso, wieder wenn ich Reset. trinke. Hans, Schnaps gekriegt, schau her. Hans! Schimmliges Brot. Hans, wo ist noch? Oh, der ist auch total am Ende, Alter. Jetzt können wir uns. Ich bringe dir Essen. Und dann gebe ich ihm einen Schnaps und schau, was gespannt. Ich habe Janosch gefragt, aber er hatte nichts übrig. Wir müssen unseren Anteil abwarten. Aber ich habe jetzt Hunger. Und ich nicht, oder was? Dann solltest du ja erst recht nach Essen suchen, oder? Gut, ich versuch's nochmal. Hab Dank. Wenn ich nichts esse, bin ich morgen tot. Mich würde jetzt aber interessieren. Sieh mal, ich habe alles versucht. Aber ich habe kein Essen für dich. Das ist ja einfach großartig. Schön. Dann gehen wir wohl. Wir sollen uns beim Grab bei der Außenmauer einfinden. Bin jetzt gespannt, ob das Auswirkungen hat. In wessen Grab ist das? Sag etwas, Sabrina.
Der Hund oder was? Nun, einige von euch kennen mich noch nicht. Ich bin Godwin und war bis vor kurzem noch der Gemeindepfarrer in Uschütze. Ihr wisst ja sicher, dass die Gläubigen in geweihter Erde ruhen müssen. Aber haben wir hier geweihte Erde? Haben wir nicht. Ein Pfarrer gibt den Sterbenden die Sakramente, spricht eine Seelenmesse. Aber diesen armen Seelen ist nichts davon vergönnt. Pater? Wir feiden. Aber brauchen Sie das? Braucht es denn einen Pfarrer, damit Gott euch hört? Nein, das sind alles Simonisten. Sie nehmen Geld für Taufen, beichten das Abendmahlbrot für heilige Öle, sogar für Beerdigungen. Man kann nicht einen Fuß in eine Kirche setzen, ohne den Geldbeutel öffnen zu müssen. Glaubt ihr denn, dass Gott nur Latein spricht und es einen Pfaffen braucht, um sein Wort zu verbreiten? Werden unsere Freunde denn etwa nicht in seinem Himmelreich empfangen, weil sie nicht in geweihter Erde liegen? Schwachsinn. Gottes Gesetz steht über dem Gesetz der Kirche. Daher lasst sie uns begraben und selbst für ihre Seelen beten. Das ist ein Massengrab. Gott hört alles. Versteh schon. Ach, das war der andere vorher umeinander geschaufelt hat. Alarm! Alle Männer auf die Wehrgänge! Da kommen Leitern! Macht euch bereit! Die kommen auch von dieser Seite! Wir brauchen Verstärkung! Hans, Heinrich, nehmt eure Männer und helft mit den Leitern. Wir halten diese Seite. Okay. Schon wieder Schlägerei. Schon wieder Leute. Dann hab ich so ein Ding dabei. Hab ich Gisarren. Keine Ahnung, wie man das Ding nennt. Egal. Atamans, wir haben alles equipped, was wir brauchen. Wir haben, wie viele Pfeile haben wir noch? Einen. Okay. Dann nehmen wir mal lieber den rein. Und dann schauen wir. Halt, stopp. Dann müssen wir... Oh, shit. Halt, stopp. Wo muss ich hin? Wir kommen da rauf. Links Treppen auf, durch den Turm und dann auf, oder? Ja. Ach komm, wir kommen da auf. Da auf und links durch. Ach so. Ah ja. Wo ist der Wehr? Zum Teufel mit dir! Schwert raus. Ist dir immer noch nicht? Festhalten! Ja, kann man nicht blocken. Oh shit, das sind echt pfui. So. Machen wir den Pizza fertig, verdammt! Hey! Nie im Leben! Hey! Hau zu jetzt! Falsche Richtung, du Trottel! Wie viel kommen denn da noch? Wo haben die Leute? Ich sehe keine Leitern! Oder wie viel Pfeile ich da? Oh! Okay, ich sehe die Leitern. Ich sehe die Leitern.
Muss ich alles allein regeln da, oder was? Oh Gott, ja, 2 Sekunden ausgeschaut. 15 Pfeile in der Fresse. Da haben wir sonst noch jemanden da herum. Nein. Abflug. Essen looten. Gott, so eine dumme Idee. Gott, so eine dumme Idee. Vielleicht haben sie was dabei. Schauen wir mal. Verdammt. Sauber aufgeräumt. 0 Hits. Alle geschlacht. Ich hab da nur Pro-Game. Scheiße! Sie sind im Turm! Wir müssen da unbedingt rein, sonst sind wir am Arsch! Oh yes! Heinrich, ich gebe dir den. Warte. Lauf! Oh Gott, jetzt durch den Turm durchprügeln, oder was? Kriegen wir hier! Mach die Tür jetzt auf! Hab ich mein Schwert in der Hand? Ja, da. Leck mich am Arsch! Jetzt! Vergiss es! Festhalten! Du bist tot! Nimm meine eigene Leute an! Ist das ein Gewusel da? Magst du sterben jetzt? Hallo? Okay. So, wo müssen wir hin? Aufführen oder was? Ist die gut oder die Besen? Hallo? Ist da noch wer? Ach du Scheiße. Ich komme in der Fackelkämpfer. Ha! Vergiss es! Hey, nie im Leben! Pech! So. Dann werden wir nach unten müssen. Sag ich das richtig? Okay, warten schon. Ab nach unten. Nein, lasst es mir halt vorbei. Lasst es mir halt. Lasst es mir halt vorbei! Mal die Leute weg da. Warte mal, komm ich da vorbei? Ja, gut, passt. Leitern, was Leitern? Die Leitern sind alle weg, oder nicht? Oder war ich blind? War ich blind? Halt, stopp. Was müssen wir da? Töte die Gegner auf dem Turm und auf der Mauer. Das haben wir erledigt. Und bei K öffne den Turmeingang für deine Verbündeten. Das ist unten. Das heißt, wir müssen wieder im Turm. Oh shit, what? So. Was ist. Was passiert denn? Okay, was ist denn das jetzt? Dass du einen Vogel hast darin! Okay. Okay. War ein wenig chaotisch jetzt, aber es hilft nicht. Sie sind auf dem Rückzug. Also, dass du ausgehungert nur so Muss ich wieder an Thalenberg denken. Es scheint, als war die Belagerung gerade erst. Aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Zieht die Zugbrücke hoch! Das ist der, wo du kriegst einen dreckigen, asozialen Scheißdreckspfeil ins Kreuz rein. Was ist passiert? Was glaubst du wohl? Es sind unzählige. Die Außenmauer ist verloren. Oh shit. Scheiße! Wir sind hier gefangen. Reiß dich gefälligst zusammen. Uns wird schon noch irgendwas einfallen.
Bin ich gespannt, was der Plan ist. Ich oder rede was nicht lange um den heißen Brei herum. Es ist offensichtlich, dass wir ohne die Außenmauer nicht lange durchhalten. Wir brauchen Jobst und sein Heer. Welches Heer? Wir haben noch nichts von Jobst gehört. Wer weiß, was der Markgraf treibt. Ich sag's gern nochmal. Wir müssen mit den Pragern verhandeln. Gewiss. Ich lass mich doch gerne erschießen. Wenn ich du wäre, würde ich mein Maul halten, Hinek. Du hast uns den Ärger erst eingebrockt. Ich bin also schuld. Die Wurzel allen Übels ist doch unser Kampf gegen diesen rothaarigen Bastard. Und dass wir seinen Schatz gestohlen und in unserem Keller versteckt haben. Die ganze Sache könnte geklärt werden, wenn... Nur über meine Leiche. Du ziehst also den Tod vor. Das tue ich. Ich will auch nicht die Drecksäcke bezahlen, die mein Viertel niedergebrannt haben. Es reicht. Seid ihr alle verrückt geworden? Habt ihr vergessen, wie viele Menschen in diesem Grab lagen? Wie viele im Spital vor sich hinsiechen? Und wie viele noch auf den Wellen sind? Und all das für Silber, mit dem noch mehr Krieg bezahlt werden kann? Katharina. Ruhe! Ich wusste, es würde wieder so enden. Ich hab genug von euch allen. Und wo wechselst du? Was ihr Problem? Wer weiß. Weiber. Kommen wir zurück zur Sache. Sushi. Was zum Henker machen wir als nächstes? Ohne Verstärkung halten wir nicht lange durch. Und Jobst ist der Einzige, der sie uns besorgen könnte. Wenn er überhaupt genug Männer versammelt hat. Das steht zu hoffen. Wir müssen ihm eine Botschaft senden. Da bliebe nur noch ein kleines Problem. Jemand muss sich durch das Prager Heer schlagen, ein Pferd stehlen und dann die Botschaft überbringen. Vergesst nicht, dass unser letzter Versuch gescheitert ist. Und damals erging es uns viel besser als jetzt. Wir können es auslosen. Scheiß aufs Losen. Ich mach's. Ernsthaft? Ja, ich habe da draußen noch was zu erledigen. Und wenn ich hier sterbe, erledigt es niemand mehr. Du gehst nirgendwo allein hin. Ich begleite ihn. Du auch? Scheiße. Tja, dann gehe ich auch. Dein Mut ist zwar beeindruckend, Capon, aber du kannst nicht gehen. Wenn sie dich gefangen nehmen, wärst du eine viel zu wertvolle Geisel für die Erpressung von Hanusch und Jobst. Samu und Heinrich gehen. 2 Köpfe sind besser als einer. Vor allem, wenn einer verloren geht. Gut. Wurde so Foreshadowing. Dann ist es also beschlossen. Ich schreibe Jobst einen Brief. Bereitet euch zwischenzeitlich vor. Wir treffen uns bei Nacht auf den Wällen. Also gut. Möge Gott euch schützen. Viel Glück. Lasst euch nicht erwischen. Das ist wieder sneaky. Heinrich, sneaky. komm mal kurz her. Ich muss dir noch etwas über Katharina sagen. Warum hat sie uns angeschrien? Was ist mit Katharina los? Das ist dir kaum zu verübeln. Du bist nicht der Einzige, der jemanden verloren hat. Was? Ich habe meine Frau verloren. Aber keiner von uns hat erlebt, was sie erfahren musste. Sie redet nie darüber. Sie will es vergessen, aber dieser Krieg hat ihr alles genommen. Wir haben jetzt gerade an einer wichtigen Stelle. Was in Gottes Namen ist dir zugestoßen? Bevor wir uns trafen, führte sie ein einfaches Leben, wie es sich für eine einfache Frau gehört. Bis der Krieg kam. Sigismunds Armee hat ihr Dorf angegriffen. Wie Scarlets. Ihr Mann war ein zäher Kerl. Er verteidigte seine Familie. Er konnte 2 Angreifer töten, bevor er ihnen unterlag. Wie mein Vater. Vielleicht haben sie sich deshalb derart an ihr gerächt. Sie müssen ihr Schreckliches angetan haben. Oh je. Wie die Tiere. Als wir sie am Wegesrand fanden, hielt sie immer noch einen toten Säugling im Arm. Mein Gott. Diesen Anblick werde ich nie wieder vergessen. Der Hass, den sie seitdem im Herzen trägt, muss unvorstellbar sein. Aber er sitzt tief. Sie verbirgt ihn zwar gut, doch sie ist auf Rache aus. Deshalb ist sie bei uns. Und deshalb tut sie all das, was sie eben tut. Warum sagst du mir das ausgerechnet jetzt? Sie will nicht, dass jemand davon weiß. Sie will keine Fragen beantworten und erst recht kein Mitleid. Aber angesichts unserer Lage, ich wollte dir erklären, warum sie so außer sich war. Auch wenn wir nur ein Haufen Hurensöhne in Teufels Wolfsrudel sind wir doch alles, was sie noch hat. Und jetzt fürchtet sie wieder alles zu verlieren. Wenn das einträte, würde sie es nicht überleben. Das stimmt wohl. Also, ich werde mein Möglichstes tun, um die Festung zu halten.
Aber du hast die viel wichtigere Aufgabe. Also, gib dein Bestes. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich gehe besser. Also dann. Viel Glück, Heinrich. Danke. So, jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, mir ist noch gesagt worden, da kommt nur irgendeine Cutscene. Hunger und Verzweiflung. Beende, was du erledigen musst und warte dann auf den Wall. Verabschiede dich von Katharina, verabschiede dich von Carpon. Wie haben wir noch machen? Hans! Wo ist denn der Hans? Oder wo ist denn... Ich will mich verabschieden. Schon? Ja. Wir brechen bei Anbruch der Nacht auf. Das ist so ungerecht. Ich sollte dich begleiten. Du riskierst hier deinen Hals, weil du nicht von edler Geburt bist. Ich wünschte auch, du wärst an meiner Seite. Wir passen gut zusammen, nicht wahr? Nun, hoffentlich können wir auch in Zukunft gemeinsam kämpfen. Vorzugsweise mit der Armee des Markgrafen im Rücken. Stell bloß nichts Dummes an, ja? Stiehl die Pferde und begib dich schnellstmöglich zu Jobst. Ich erwarte deine Rückkehr vom Wehrgang aus. In der Zwischenzeit halte die Festung. Mit ein wenig Glück sehen wir uns schon sehr bald wieder. Viel Glück, Heinrich. Okay. Wo ist denn mein Fackel jetzt? Also kann ich jetzt kein Fackel mehr ausziehen? Mein Fackel spurlos Warum habe ich jetzt einfach mit die Hälfte von meiner Rüstung ausgezogen? Hä? Was zum Fick? Was zum Fick machen diese? Ich nix verstehen. Habe ich keinen Fackel mehr, nachdem ich auf seinem Bett gesessen bin? Speicher mal. So, wo ist Katharina ist N. Auf der anderen Seite von der Burg. Das sehen wir uns natürlich auch noch an. Da hat man jetzt wirklich... Also, ich möchte nur mal festhalten. Katharina ist die zweitgrößte Figur auf dem Cover. Oh, vom Hund verabschieden wir uns auch noch schnell. Ja, du dummes Hundchen. Und man hat bis jetzt nach 80 Stunden gewartet, bis man mir erzählt, warum die überhaupt da ist. Was zur Hölle? Hä? Ach du Scheiße. Ich will Abschied nehmen, bevor Samu und ich uns auf den Weg machen. Also machst du bei dem Himmelfahrtskommando mit? Hätte ich mir denken können. Was meinst du damit? Dass du unnötige Risiken eingehst. Mal wieder. Irgendjemand muss es tun. Andernfalls sterben wir alle. Jemand muss es tun. Und wieder einmal bist du es, der sich für alle anderen opfert. Was meinst du damit? Nichts. Gar nichts. Ich meine überhaupt nichts. Warum kann nicht alles wieder gut sein? Warum muss es so enden? Worüber redet ihr gerade? Ach, nichts. Lass mich allein. Du verstehst es einfach nicht. Geh und rette die Welt. Ich sag's jetzt trotzdem auch, wenn sie es nicht mag. Ich denke, ich weiß, wie du dich fühlst. Wie kannst du das wissen? Ich habe auch alles verloren. Ich war allein auf der Welt. Woher weißt du das? Wer hat es dir erzählt? Spielt das eine Rolle? Nichts spielt mehr eine Rolle. Ach komm. Es gibt noch anderes, was wichtig ist. Ich habe schon mal alles verloren. Warum muss ich das nochmal durchleben? Ich will dich nicht verlieren. Du darfst nicht sterben. Ich sterbe nicht. Ich suche Hilfe. Und dann vergnügen wir uns alle mit Sigismund Silber. Versprochen. Du Wahnsinniger. Wenn du dein Versprechen brichst, finde ich dich in der Hölle und bring dich um. Klingt nach einem guten Plan. Das war's jetzt. Okay. So, aus Sicherheitsgründen. Was müssen wir? Müssen wir noch irgendwas da? Beende, was du erledigen musst und warte dann auf dem Wall. Na gut, dann gehen wir da jetzt in das Eckerl rauf. Wir kippen eh schon um vor lauter Hunger. Dann gehen wir da rauf. Machen wir einen Sicherheitsspeicherer, weil denn mir wurde gesagt,
Wir machen da jetzt noch ein Cutscene. Essen. Ja, Essen! Ich meine, wo soll ich denn Essen herzaubern? Ich hab kein Essen. Nimm Tränke, die Sättigung geben. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ja, schauen wir mal. Haben wir das Gewicht, Preis, Ernährung. Da steht Ernährung 90%. Bringt das dann irgendwas? Ich probiere es jetzt einfach mal. Pass auf. Unsere Sattheit ist bei 18. Wenn ich den sauf, ist die Sattheit bei 25. Tatsächlich. Alkohol, Gesundheit, Ernährung 90. Ja, schwacher Retterschnaps. Speichert man halt mal mit dem Ding. Ist eh scheißegal. Schützentrunk, schwacher Trank des Nachtfalken. Was haben wir da noch? Du verlierst weniger Gesundheit. Ernährung. Gehst du uns einmal alles sein, was da ist? Weil's wurscht ist. So, rein damit. Spiel gespeichert. Haben wir zumindest Sattheit 35. Schnaps gegen Essen tauschen. Meinst du, ob das funktioniert? Oh, wir haben eine Trinkfestigkeit 8 gekriegt. Und einen Spezialisierungspunkt. Meinst du, ob wir bei ihm unten? Ja, probieren wir es. Ist eigentlich ein guter Punkt. Ein guter Punkt. Dann wollen wir was zum Essen kriegen. Was passiert jetzt mit uns? Wir kommen hier nicht drauf. Ja. Wo ist denn der Janosch? Da ist er. Vielleicht kann ich mit dem. Hast du noch einen letzten Rat für mich und Samu? Sterbt nicht. Und bringen Futter für uns. Hm? Das sollte ich mir aufschreiben. Scheint nichts zu essen zu geben. Ja, das hätte mich jetzt gewundert, wenn da einfach ein Topf voller Essen steht. Also, das war ein wenig. Was das eh? Gobe, kann man nicht fressen. Wieder als groß fressen. So. Speichern. Rauf auf den Wall. Bin ich gespannt. Das wird die letzte Cutscene. Soweit ich weiß, ja, ich weiß ja nicht, was kommt. Ob überhaupt noch nicht kommt oder ob ich schon wieder zweit bin, keine Ahnung. Hätte man auch kürzer gehen können. Wieso wurden die Leichen nicht gegessen? Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwas Unmenschlicheres und irgendwas Unchristlicheres gibt als Menschen essen. Ich weiß es nicht. Und nun? Heißt warten. So, wir speichern mal genau da. Und sobald in der Cutscene der Punkt gekommen ist, werden wir es schon sehen dann. Halten und Hüte draus machen. Das ist wieder was anderes. Das ist was anderes. Ha? Wollen wir? Los geht's. Nun denn, Heinrich. Gott stehe dir bei. Gott stehe dir bei. Ich bin ein verdammter Jude. Es hilft auch verdammten Juden. Achtet auf euch, klar? Verschwendet keine Zeit. Er ist unten. Viel Glück, Junge. Stell dir das mal mit der fetten Ritterrüstung vor. Samu? Hey, Samu! Wo steckt er, verdammt? Scheiße.
Und ich denke, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird unsere Aufgabe am Montag sein. So sieht's aus. Es ist halt erstens schon wieder 10 vor 11, wann es das waren, das weiß ich nicht. Und am Montag, mir ist ein riesengroßer Cliffhanger prophezeit worden. Habe ich was übersehen? Wie lange ist es jetzt noch im Ernst? Sind wir schon über 22%? Nein, am Montag werden wir fertig. Ist mir gesagt worden. Ist mir gesagt worden. Genau nach dieser Cutscene ist mir gesagt worden, da machst du Schluss. Das ist ich hab schon, ist mir wirklich gesagt worden, ist ein fetter Cliffhanger. Ein fetter Cliffhanger ist es nicht. Der Samu ist fort, das darf mich jetzt natürlich interessieren. Der ist eine Minute vor uns da oben, wo ist er denn hin? Wenn jetzt das auch noch ein Verrätersack ist, dann kriege ich für einen Vogel. Aber gut. Du hast bei der Kattel wohl nicht genug Bonuspunkte gesammelt für die Cutscene mit ihr. Ja, du hast Katharina nicht gefegelt. Die Pfarina hast nicht genagelt. Da wird man wahrscheinlich ihre Nebenquests mal haben müssen, aber das ist halt aus streamtechnischen Gründen, leider Gottes, hat das nicht so hingehauen. Also dann ist mir nämlich, ist mir das gesagt worden. Mir ist nur gesagt worden, wenn es jetzt dann irgendwann zu diesen Szenen kommt, brauche ich nicht umschalten, weil man nichts sagt. Aber gut, angeblich ist Teil 2 und 3 eine Geschichte. Verstehe ich nicht. Da wären nochmal jetzt 2 große pralle Cliffhanger gewesen. Ich verstehe. Die sind also auch eine Cliffhanger. So. Wir sind so kurz davor, ein Weltklasse-Spiel fertig zum Spielen. Es tut so gut, einmal wieder endlich ein Spiel fertig zum Spielen. Das Einzige, was nicht gut ist, am Montag ist vorbei. Es ist ein bisschen, riecht nach einem neuen Playthrough. Bürger? Ja. Weil Depp gibt es sonst nirgendwo zum Singen. Da spiele ich lieber nur mehr 80 Stunden in der Spiel, das ich schon auswendig kann, damit ich mir digitale Depp vorschauen kann. Das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Und es gibt mit Sicherheit, seit heute oder seit gestern ist ja der Steam-Workshop freigeschaltet für Mods. Jetzt wollen wir da mal so speichern und beenden. Und mit Sicherheit wird es keine Mods geben, wo alle Weiber knockert umeinander laufen. Mit Sicherheit nicht. Meine Damen und Herren, bevor Sie alle wieder schleichen, stellen Sie sicher, dass Sie den Like-Button gesmashed haben. Wir sehen uns am Montag um 20 Uhr wieder. Mit dem Finale. Egal wie lange das dauert. Es soll jetzt eigentlich auch nicht mehr recht lang dauern. Die Länge weiß ich natürlich nicht, je nachdem wie blöd, dass ich mich da jetzt anstelle, was auch immer da jetzt kommt, aber es schaut nach einer Sneaky-Mission aus. Wir werden sehen. Und am Montag ist es das große Finale. Und dann, je nachdem, wann wir fertig werden, bis um 10 Uhr brauchen wir allweil. Bis um 10 Uhr brauchen wir allweil. Und dann ist gar. Die große Frage ist jetzt nur, was spielen wir am Mittwoch? Was machen wir am Mittwoch? Ich hätte jetzt da mal auf die Liste gesetzt, Thank goodness you're here. Ist okay? Blöd anstellen, that's Birgers Job. Ja, sicher. Was da denn sonst den ganzen Tag? Das Spiel ist echt ein Meisterwerk, schade, wenn es dann vorbei ist. Das ist wirklich wahr. Das ist wirklich wahr. Das New Game Plus. Bam Simulator? Nein. Den werden wir nicht nochmal spielen, fürchte ich. Ich hab Nachtschicht am Montag. Scheiße. Creepy Tale 3 steht auf der Liste, aber das dauert auch länger. Das können wir am Montag in der Woche anfangen vielleicht. Das ist gar keine so schlechte Idee, solange noch Winterzeit ist und solange es noch relativ früh finster ist. Lemminge kommt schon auch irgendwann. Müssten noch ungefähr 2 bis 3 Stunden sein, maximal. Nicht ansatzweise sie werden. Wie wär's mit Doki Doki Literature Club? Literature, ich kann es nicht aussprechen, ich bin's behindert. Literature Club. Jetzt muss ich nicht mal schauen. Ich sag gerade, dass bei mir im Discord, in meinem, ich sag jetzt mal, privaten Freunde-Discord, haben von mir gerade folgende Memes gemacht worden. Lex, Aram, du Grippe. Und dann der Typ, der so sagt, look at me, I am the Aram now. Und dann haben wir da, du Penner. Oh, ich werde zum Aram gerufen, meine Damen und Herren. Spiel Hearthstone, Bruder, das ist was Gutes. Hast du vollkommen den Verstand verloren, oder was? Ich glaube, ich bin wirklich noch nie
ernsthaft angemault worden. Also, ich meine jetzt wirklich ernsthaft. Natürlich sich einmal drüber lustig machen, wenn ich mich irgendwo blöd anstehe, unbeabsichtigt blöd anstehe. Natürlich kommt das öfter vor, das ist ja klar. Wenn ich mich absichtlich irgendwo blöd anstehe, wenn irgendwas passiert, noch nie bin ich wirklich ernsthaft angemault worden. Außer in Hearthstone. Da haben Leute herin gewesen im Stream, die waren da noch nie herin. Die haben umeinander geflamed, was ich da für eine Scheiße mache, dass ich mir denke, das ist ja nicht ganz sauber. Nie wieder spiele ich Hearthstone. Nie wieder. Und seitdem es purer Pay-to-Win ist, spiele ich sowieso schon lange nicht mehr. Ich war halt für einen Community-Zock am Mittwoch. Für einen Mittwoch getting over it. Ich hab gemeint, KCD am Montag noch circa 2-3 Stunden. Nein, ich glaube nicht, dass es noch 2-3 Stunden dauert am Montag. Oh, ist mir was anderes gesagt worden. Und wie gesagt, ich kenne ja das Playthrough. Ja, da werde ich mir jetzt auch bei der 4 hangeln, bis ich genau bei der Cutscene bin, wo wir die Mauer begängen. Und dann sehe ich es schon, wie weit das wir sind. Also normalerweise, wenn ich nicht mit Gebäude irgendwo umeinander pimmelt, Ewigkeiten mit Leid rede oder sonst irgendeinen Scheiß, dann sollte man nochmal leicht bis um 10 Uhr ungefähr fertig werden. Schauen wir mal. Wir werden uns aber dann wahrscheinlich noch ziemlich lange über das Spiel unterhalten, weil das Spiel hat es verdient. Wir werden uns den Abspann anschauen, komplett, das hat er verdient. Spiel ist brachial gut. Das ist wahrscheinlich eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Das ist unfassbar. Hearthstone hat mich verloren, als es zum Autobattler wurde. Da kann ich nicht mitschmerzen. Ich weiß nicht, in welchem Zustand Hearthstone mittlerweile ist. Ich habe keine Ahnung. Gibt schon Jiggle Physics Adjustments, Inhalt für Brist. Brist. Das ist ein geiles Wort. Der Andreas schreibt, kommen die ganzen Nebenquests später auch nochmal. Ich hoff's. Sagen wir es so, ansonsten lade ich irgendeinen Spielstand von vor dieser Endquest und mache da die Nebenquests noch. Aber die mache ich nicht im Stream. Also seien Sie mir nicht böse, am Montag ist der 15. Stream von diesem Spiel. Das haben wir in 8 Jahren Streams. Haben wir das noch nie da, dass wir so ein langes Spiel durchspielen. Das haben wir noch nie gemacht. Ich habe, glaube ich, die letzten 5 Wochen jeden Freitag zusätzlich gestreamt und sämtliche Streams in Überlänge, die wir normal nicht streamen und. Ich glaube, das ist schon okay. Ich hoffe, ihr seid da nicht böse, wenn das jetzt dann wieder ein bisschen zurückgeht. Und wann wird denn Zeit umgestellt? Ende März, glaube ich, oder? Dann wird es ja wieder später, was labern die denn? Da wird es auch wieder später finster. Und dann werden sie über den Sommer, die 4 Monate über den Sommer, sind die Freitagsstreams dann auch relativ selten. Ja? Und ich bin, um ehrlich zu sein, bin ich sehr froh, sehr, sehr, sehr froh, dass ich God of War Ragnarök abgebrochen habe für das Spiel, dass wir die letzten 4 Wochen jeden Freitag das Spiel fertig kriegen. Ganz ehrlich. Da schreibt er, Huber, unsere Gehirne verschmelzen bereit. Ich bin, glaube ich, nicht auf dem Stand. Was ist denn mit God of War? Habe ich quasi gerade durch die Blume gesagt. Ich kann es gerne nochmal in absoluter Kurzform sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, God of War Ragnarök hat genau den Fehler gemacht, den ich am Ende von God of War 1, von dem neuen God of War 1 angepriesen habe. Ich habe keine Ahnung, wie sie das Spiel noch besser machen wollen, außer bloaten as fuck. Und genau das haben sie getan. Es ist einfach nur überdimensional lang und es ist immer das Gleiche. Und nach 25 Stunden langweilt es mir einfach. Das soll nicht heißen, dass es ein schlechtes Spiel ist, einfach zu groß, es ist einfach zu viel. Und leider Gottes ist es immer das Gleiche. Cutscene, ja, geh da hin, hol irgendwas. 5 Gegner da schlagen, ein Rätsel mit der neuen Mechanik machen, nochmal 5 Gegner da schlagen, dann vielleicht einen größeren Cutscene. Und das wieder und 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 irgendwann nach 25, 30 Stunden muss ich sagen, und da haben wir noch nicht einmal nach 25 Stunden und nicht einmal über der Hälfte, da muss ich sagen, boah. Ja. Spiele sind heutzutage leider oft zu groß. Ja, das ist absolut richtig. Im Grunde ist KCD 2 eigentlich auch zu groß. Schauen wir mal in Steam hinein. Warte mal schnell. Ich muss schnell schreiben, dass Worten sollen. Kleine Retro-Reise am Micker vielleicht. Das ist auch keine so schlechte Idee, das stimmt. Hey, irgendwas... Mir ist das so oft vorgeschlagen worden. Also bis jetzt steht auf der Liste, thank goodness you're here. Das schaut nach einem lustigen Blödsinn aus. Mich würde schon interessieren, was es ist. Ich schleiche mir jetzt eine Nacht umeinander. Herr Müllerboy, Timmy Boy, Entschuldigung, habe mich fast schon wieder vertan. Kuss auf die Nuss, hauen Sie rein. Sebian schreibt, dagegen hast dann KCD 2, was es schafft, dass es nie langweilig wird, obwohl es so einen gewaltigen Umfang hat. Das ist absolut richtig, was mir mal am meisten fasziniert ist. Ich mag es normal nicht, wenn ich im Stream nicht schmerz. Weil mir jeder halt irgendwie vorkommt wie ein Vollidiot. Ich sitze da im Meckerle runden. Ich verstehe Leute, wie ein Jürgen,
Zum Beispiel, der Jürgen ist einer aus Facebook, es hat einen Zeitungsartikel gegeben bei uns in der Landauer Zeitung, bla bla bla. Einer hat drüber geschrieben, er freut sich, es ist alles super, was ich mache. Und was er cool findet, ist, dass ich mich über die ganzen Jahre lang immer treu geblieben bin und so weiter. Also ein netter Kommentar. Drunter dann der Jürgen, so quasi, ja, bla bla bla, sein notorisches Rumgebrülle, der packst nicht und keine Ahnung und ansonsten muss ich ihn muten. Und dann hat er so ein bisschen zum Schreiben angefangen, so von wegen, man kann den nicht muten, was soll das schwach sind, hörst du nichts mehr. Und ich habe dann einfach nur drunter geschrieben, meiner muss da halt No Commentary Gameplay schauen. Was ein richtiger Jürgen halt. Ich denke mir so, was ist das für ein Kommentar? Ja gut, natürlich hat er seine Daseinsberechtigung. Leute gefällt halt nicht, wenn jemand da sitzt und umeinander bläht. Aber die meisten da oder alle da wissen, dass das normalerweise der Fall ist. Und ich glaube, ich war noch nie so ruhig. Gut, natürlich wird es da auch mal lauter, aber noch nie so stark und schweigsam wie in KCD 2. Wenn da irgendwelche Dialoge laufen. Normalerweise bin ich da eher lästig, weil ich nichts sagen kann. Weil ich mir einfach einbeite, meine Streams, haben schon immer so, da geht's einfach hersitzen, mein Maul halten und ein Späh, aber Spähen, das kann jeder Vollidiot. Ja, kann jeder Vollidiot. Darum will ich das eigentlich nicht, dass ich leise bin. Aber in dem Späh, ich glaube, ich war noch nie so leise wie da. 73 Stunden. 73 Stunden haben wir für das Spiel gebraucht. Das war halt der 14. Stream. Nehmen wir mal im Schnitt, was werden der Schnitt sein? 3 Stunden. 14 mal 3, dann haben wir bei über 40 Stunden Streamzeit. Das haben wir noch nie gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es immer noch. Das Spiel ist brachialst gut. Das ist eines der besten, die ich jemals gespielt habe. Und ich habe wirklich viele Spiele gespielt. Ich freue mich auf Montag mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil es dann gar ist. Das ist echt schade. Aber die Story ist brutal. Ich glaube, so habe ich noch nie eine Geschichte erzählt gekriegt in einem Spiel. Das ist wie ein verfickter Film. Besser wie und vor allem besser geschriebene Charaktere und besser geschriebene Story als in 99% der Filme und Serien, die letzten 5 Jahre rausgekommen sind. Ich glaube, das passt. Es ist wie eine ganze TV-Serie, ja. Und was so krass ist, und das kann ich normal nicht, ich sag's freiwillig, wie es ist, ich kann mir wieder den Namen merken von so Charakteren, weil es mich einfach auch nicht so interessiert. Hier schon. Ich weiß, ich kenne einen Hans, ich kenne einen Žižka mag ich ziemlich gern, ja, der Gudwin ist super, der Kubienka ist super, der Bula war super, der Heinrich ist ein super Charakter, Katharina, gut, ich finde ein bisschen seltsam, dass die zweitgrößte Figur auf dem Cover ist und mir bis zum fast Ende des Spiels warten, um ihre Geschichte zu kennen. Das ist ein bisschen seltsam, ich weiß nicht, was das soll. Aber wir wissen auch nicht, was noch kommt, was mit der Katharina vielleicht zum Tor hat, keine Ahnung. Dagegen ist der Žižka relativ klar ganz links außen und der Hans natürlich, das ist der zweite Hauptcharakter für mich. Und das ist nicht in allen Spielen so. In vielen Spielen habe ich nach 2 Tagen vergessen, wie die Leute heißen und um was es überhaupt gegangen ist. Kommt sehr oft vor. Ich glaube, dass ich da die komplette Geschichte von Anfang bis Ende komplett nacherzählen könnte, ohne dass ich nachschauen muss. Vielleicht einmal bei ein paar bestimmten Namen und so, etc. etc. Und das war schon so dermaßen lang nicht mehr der Fall, dass es brutal ist. Und jetzt frag mich mal, wie war denn die Geschichte von God of War Ragnarök? Um was ist es denn gegangen? Ich sag das, was ist jetzt da und kann es dir nicht sagen. Und das spricht für mich Bände. Oder sagt es jemand anders? Und weil um einen Weltuntergang ist Zeit nicht. Um was ist es denn gegangen? Ich weiß es nicht mehr. Ich sag das, was ich weiß nicht mehr. Das stimmt, der Thor ist, glaube ich, gekommen, oder? Irgendwas mit Thor, Odin und so weiter und die. Aber um was genau gegangen ist, kann ich dann nicht mehr rekonstruieren. Ja. Ja, das ist ja absolut richtig. Irgendwas mit nordischen Göttern. Ja, genau. Oh, der Thor schaut cool aus. Fettsack. Und noch gesoffen. Natürlich ist das Gameplay geil. Brauchen wir nicht schmerzen. Kampfsystem in God of War ist brachial gut. Grafik, brachial gut. Alles absolute High-Value-Production-Scheiße. Brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, aber es ist einfach zu viel. Das ist langweilig mir einfach. Das ist immer das Gleiche, bloß mit, ob ich jetzt mit einem pinken Pfeil da irgendwelche Kreise lauf bloß oder mit einem und auf einen Stor schießt, damit ich weiterkomme oder mit einem grünen Pfeil auf eine Holzwand schießt, mit dem
Der KL schreibt, macht Sinn, das Spiel als absoluter Nicht-Gamer zum Kaufen. Was natürlich jetzt ein bisschen bitter ist, ich finde, KCD 2 lebt nicht so viel vom Gameplay. So fair muss man sein. Das Gameplay in KCD 1 oder 2 ist vollkommen wurscht, was verteilt. Der 1 war auch brachial gut. Nicht so gut wie der 2, aber auch sehr gut. Kostet, glaube ich, auf Steam gerade 7 Euro oder so. Also da kann man. Weißt du, was du tust? Fang mit dem 1 an. Wenn's, ich meine, KCD 2, die sollen zugeschissen werden mit Geld. Kauft die Gold Edition. Wenn sie sich jemand kauft, kauft euch die Gold Edition. Ich freue mich drauf, wenn die ersten DLCs kommen. Selbstverständlich spielen wir die wieder. Als absoluter Nicht-Gamer, wenn du die Story schon kennst, da das nicht. Und da, wir haben ziemlich am Ende. Also am Montag ist das Spiel fertig. Das Spiel lebt sehr viel von der Geschichte. Aber der erste Teil soll schwerer sein, guter Einstieg. Schaut nicht, man wächst mit seinen Aufgaben. Finde ich. Aber ja, das 2 ist einfacher, deutlich einfacher. Wir sagen es. Kampfsystem ist simpler, nicht viel, aber ein bisschen simpler, dadurch natürlich einfacher. Ja. Schellbauer schreibt, ich stehe normal nicht so auf Mittelalter, aber das hat mich so gefangen. Ja, ich bin jetzt auch kein so ein typischer, was heißt typischer, gibt es typische Mittelalter-Freaks. Es gibt halt so Mittelalter-Leute, die das halt feiern, die halt auch so Roleplays und so weiter machen und auf so Mittelalterfeste gängen und sich da verkleiden und so. Ist ja alles cool. Das ist, und so Schlachten nachstellen. Ich finde die eigentlich schon ganz cool. Aber mir zahlt es jetzt da nicht hin, dass ich da hingehe und das auch mache und so weiter. Aber so finde ich es eigentlich schon ganz geil. Mittelalter ist irgendwie, nach dem Spiel hat sich das ein bisschen geändert. Ich habe mir jemandem schon drüber überlegt, ob wir nach Trotsky und Skalitz fahren und uns die Burg Trotsky anschauen. Einfach weil es mich interessiert. Einfach weil es mich interessiert und weil die Geschichte einfach gut erzählt war. Und ich glaube, das hat mir ja der Zeitungsartikel, Interviewmann, der Alex, der hat mir das auch gefragt, ob es eventuell was damit zum Tor hat, weil das ja bei uns da in der Nähe spielt. Und da bin ich schwer davon überzeugt, dass das natürlich dazu beiträgt. Weil wenn ich da in der Wildnis umeinander renne, dann schaut das aus wie bei uns. Und nicht wie in typische anderen Spiele, die immer in die USA spielen oder in einer Wüsten oder in irgendwelche Fantasy-Welten, wo Drachen umeinander fliegen. Zum Beispiel Skyrim. Ja? Natürlich zirkt man das auch in das Spiel hinein, wenn man sich darauf einlässt. Aber das ist einfach, das Spiel ist so unique. Es gibt kein, du kannst das Spiel mit nichts anderem vergleichen. Nichts. Es gibt kein vergleichbares Spiel. Gibt's einfach nicht. Die haben sämtliche Scheiße und Mechaniken in dem Spiel von Grund auf selber neu erfunden, außer natürlich so Inventarsysteme und so eine Geschichte. Ich meine, das ist natürlich überall gleich. Aber ich meine jetzt zum Beispiel die Schwertkampfgeschichte, das mit dem Bogenschießen und so ist auch nicht so, ja, du hast dein Zielfern-Dingsbums und dann schießt mal, passt schon. Sondern es ist einfach, ja, keine Ahnung. Es ist einfach so anders und hat so viel gut gemacht, dass es brutal ist. Witcher 3, Novigrad war auch sauber immersiv, das ist absolut richtig. Witcher war eins der letzten. Und ich finde noch Red Dead 2. Red Dead 2 war auch noch richtig krass gemacht und hat die Messlatte sehr hochgelegt. Aber für mich, seit letztes Jahr, oder mittlerweile ist es schon fast 1,5 Jahre her, hat die RPG-Messlatte Baldur's Gate 3, zumindest für isometrische RPGs, daher da. Und aber für die First-Person- bzw. Third-Person-RPGs wie Skyrim, Fallout, Avowed, glaube ich, ist also was, aber das ist schon wieder vollkommen abstingen und KCD und so weiter. Und KCD 2 hat es ebenfalls da aufgehängt. Sehr lang werden alle Spiele sich damit, bei mir zumindest, vergleichen lassen müssen mit der Liebe zum Detail etc. und werden lang da nicht ohne schmecken, da bin ich mir sicher. Pathfinder hat angefangen und Baldur's Gate hat es vollendet. Und die Pathfinder-Spiele haben auch gut. Wenn dir die gefallen, Freier, dann musst du mal Pillars of Eternity anschauen. 1 und 2, grandiose Spiele. Aber ich gehe schwer davon aus, die kennst du bereits, wenn du Pathfinder kennst. Lindsay, ich werde mir hier wahrscheinlich auch noch Trotsky und Kuttenberg anschauen, beziehungsweise Tannenberg. Ja, warum auch nicht? Mir werden wir gefahren, wenn es nicht Februar gewesen war. Oder jetzt die ganze scheiß Wetter, eiskalt und so weiter. Freier schreibt, hab ich wegen dir schon. Dann bin ich jetzt zum Schluss noch schnell interessiert dran, ob es dir gefallen hat. Vor allem das Einser hat mir richtig gut, das 2 war auch geil, aber das Einser hat mir, das war so richtig oldschoolig in neu. So. Wobei das auch schon wieder 10 Jahre alt ist, das Ding. Da habe ich 5 Stunden versenkt in Pillars of Eternity. Ich glaube, da habe ich alles gemacht, was es zum Machen gibt und das tue ich wirklich selten. Mal jetzt ein kurzes Fazit. 10 von 10, also ich gebe Pillars of Eternity 10 von 10.
Bin auch Baldur's Gate 1 Kind, also ja. Okay. Das erklärt alles. So brutal, was möglich ist, wenn die Entwickler wirklich wollen. Das ist das Allerkrasseste und das soll halt jedem da herin klar werden, was für Spiele zustande kommen können, wenn der Entwickler Bock und Zeit hat. Und nicht von irgendwelchen Publisher drängt werden etc. oder sich eine Stravanzer-Geschichten machen wie Ubisoft. Und was Ubisoft ansteht, das sehen wir nächste Woche. Beziehungsweise am Montag in einer Woche. Ich hoffe sehr, dass Shadows in einem Battle Pass-Dings da drin ist. Ansonsten müssen wir eine Donations herhalten, dann muss ich es mir kaufen. Und vielleicht kaufe ich es mir auf Steam und dann müssen wir unter 2 Stunden aufhören und ich gebe es wieder zurück. Weil ich mir 100%ig bin, dass das ein richtiges Totalausfallspiel wird. Sprengschreit, vor allem wenn hinter die Entwickler kein Anzug tragende Arschlöcher stehen. Richtig. Richtig. Ich habe alles übersehen, weil ich mit dem Schwiegervater über den Kettensack geschmerzt habe. Herr Fuchs, das ist recht. Ich habe mir auch erst eine gekauft, aber so eine kleine bloß. So ein Handkettensack zum Paletten ausschneiden und ein paar etwas dickere Äste umsabeln und so. Snooze Benny haut sich die Nachschau-Squad. Viel Spaß, kommt gerade vom Schießen. Gute Nacht euch. Schauen wir jetzt noch ein bisschen, hauen Sie sich hinein. Ubisoft Battle Pass, ja genau. Hört auf, Spiele vorzubestellen. Hört auf, Spiele vorzubestellen. Spiele gängen an Tag 1. Erstens mittlerweile sowieso nicht mehr. Zweitens, Spiele gängen am Tag 1 nicht aus und du kannst es dann nicht mehr kaufen. Herz auf damit. Stop it. Get some help. Und diese Geschichten von wegen, ja, da kannst du es einen Tag früher spielen. Halt doch dein Maul. Das ist die krasseste Verarsche auf diesem Planeten und ich verstehe nicht, wer da drauf reinfällt. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Und dann kriegst du eine nicht gepatchte Version 2-3 Tage früher und kämpfst dich durch einen Bugscheißer. Hör mal auf. So. Meine Damen und Herren, es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Stellen Sie sicher, den Like-Button zu smashen. Herzlichen Dank an alle Neuen. Zum Beispiel an den Desion. Hier, Abo reinschmettern, du. Und Glocke aktivieren. An alle Neuen, ich stream jeden Montag und Mittwoch. Freitag ist normal nur über den Winter und der endet jetzt dann. Also ich denke, die nächste Zeit wird es keine Freitagsstreams mehr geben. Wir sehen uns am Montag mit dem Finale und wir sehen uns am Mittwoch mit Das sind gescheiter Zukunftsbürger. Vielleicht frage ich im Discord. Ich habe dich schon seit Monaten abonniert. Verdammt. Wie bin ich denn eigentlich drauf gekommen, dass du neu bist? Ach, weil du halt vorher mal irgendwann geschrieben hast, ich verstehe fast, was er sagt. Du schaust quasi seit Monaten zu und verstehst nur ein Viertel. Das nenne ich Einsatz. Ja? So ein Einsatz. Alles für den Squad. So. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Glocken aktivieren, die ganze Bums-Scheiße, ich weiß, dass es ist. Danke für die Donations an jeden Einzelnen. Danke für die neuen Mitgliedschaften. Danke für die alten Mitgliedschaften. Danke für die Moderatoren. Press Triple F. Dann da die Song, schleichen wir uns davon. Kuss auf die Nuss und ein ganz klassisches Hashtag Schdrapse in den Chat. Da die Song. Und ein F für ein Desion. So lernt man es halt, das stimmt. Ich habe auch eigentlich wirklich bedenkenloses Verstehen von Englisch habe ich nur durch YouTube gelernt. Das kann mittlerweile nebenbei laufen, ich brauche gar nicht aufpassen und verstehe alles und kriege alles mit, als wäre es meine Muttersprache. Fast. Nicht ganz auf dem gleichen Level, aber fast. Habe ich nur durch YouTube gelernt. Schmatzen kann ich deswegen immer noch nicht. Das wird dann ein einziges hi, my name, Bürger. Und wenn ich mir dann irgendeinen politischen Scheiß oder sonst was auf Englisch höre, denke ich mir so, ja, das habe ich verstanden. Ohne nachzudenken. Verstehe ich nicht. Aber schmatzen kann ich nicht. Herzlichen Glückwunsch. So. Listen and repeat. Ihr Vollidioten. Jetzt schaut's das Langquins. Ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende vor allem. Montag, 8. Wer noch nicht im Discord ist, rein ins Discord. Da schreibe ich die Ankündigung am Sonntag auf die Nacht immer, was wir die kommende Woche spielen. Und jetzt schleicht euch dahin, Fußvolk. B! Und jetzt schaut's das Langquins. So, springe ich, was möchtest du für ein Foto haben heute? Ich mach einfach so. Ich glaube, das haben wir schon gehabt, aber das ist mir wurscht. Okay, tschüss!